Stream starten. Okay. Minecraft. So. Okay. Pünktlich. Ja, muss. Okay. Machen kurz alles ready. So, ey, der Frisierte, was geht, Junge? Ist so ungewohnt. Legend Death, hi. .tv, wenn Chill da ist. Ja, ich bin jetzt da. Ich glaube, es wird spannend. Ja, hoffentlich wird es spannend. Freshe Frisur, Dankeschön. Ja, ich muss mich noch ein bisschen dran gewöhnen. Es fühlt sich irgendwie mega, ja, mega ungewohnt an. Anton, hi. Oh shit, seine Haare. Ja, die sind auf jeden Fall ein bisschen ab. Aber tatsächlich hat die Friseurin die Haare nur so irgendwie so viel geschnitten oder so. Also es ist mega komisch. Dafür viel guten Tag. Warte, was haben wir hier? Lautsprecher. Okay, wie geht das mit dem Mikrofon? Hört man das einerseits, hört man das ein bisschen gut? Oder beziehungsweise ist es schlimm oder passt so? Wild die Haare. Nice Haarschnitt, Dankeschön. Party Pizza HD, Lul, willkommen. Grilltinologo, hi. Basti GAG. Rosen bei Yorox, Knowing Caillou Pingu, Princess.tv, Frost. Hi, okay. Ihr habt den Titel gesehen. Wo ist Astro? Genau. Also, ihr habt den Titel gesehen und genau, darum geht es auch heute. Und zwar hat Astro mich gestern angeschrieben und hat mich gefragt, ob ich denn Zeit hätte, mit ihm das Ganze ein bisschen anzugucken, über das Video zusammen anzugucken und dann über das Video zu reden. Gut, bisschen leiser, da kannst du mich selber leise machen. Passt eigentlich schon. Fast 50 Likes, holy crap. Okay, genau. Und diese Chance habe ich natürlich erfasst und möchte deshalb das mit euch jetzt besprechen. Ich mache kurz mal vor, weil Minecraft ist ja heute eher ein bisschen im Hintergrund. Okay, und zwar habe ich jetzt so gemacht, dass wir um 21 Uhr verabredet sind. Wahrscheinlich guckt ihr das jetzt auch. Gott, Junge, das sieht so komisch aus. Ja, genau. Um 21 Uhr haben wir uns verabredet. Und jetzt diese Zeit bis um 21 Uhr würde ich gerne nutzen. Und zwar möchte ich einerseits nochmal kurz auf Rush Nation gehen, mir nochmal kurz alles angucken, weil es hat sich auf jeden Fall, denke ich, auch bisschen was getan. Und andererseits möchte ich aber auch, Astro ist hier, möchte ich auch ein paar Fragen mit euch sammeln, die ich mir dann aufschreibe und ihn dann auch fragen kann. Das heißt, falls ihr Fragen habt, könnt ihr die auch gerne nachher stellen und dann schreibe ich mir die auf und dann können wir ihn die fragen. Du siehst eins aus wie vorher, dann hast du mich nicht wirklich gut angeguckt, denn meine Haare sehen dezent anders aus. Ja, sind viel kürzer, aber ja. Welches Schäl benutzt du, Bro? Muss ich jetzt Ausrufezeichen Schäl machen oder wie sieht's aus? Genau. Das ist das Ding, das wir heute machen. Ich versuche auf jeden Fall ruhig zu bleiben. Bitte erinnert mich auch, falls ich irgendwie ein bisschen zu laut werden soll oder whatever. Genau, und falls irgendwie das Mikro abgehackt, dann nennt das auch. Es ist Astro ist kacke, genau. Zu solchen Kommentaren, also Legend Kill, Astro ist kacke, ich sehe. Egal, ob das lustig gemeint ist oder nicht, solche Kommentare werden instant ausgeblendet. Sei es gegenüber mir oder sei es gegenüber Astro oder sei es gegenüber Rush Nation. Ihr bekommt da direkt einen 5 Minuten Timeout. Wir wollen hier, okay, zum Beispiel auch hier Tiadev, den können wir direkt komplett aus dem ganzen Chat löschen, weil das ist ein komischer Dude. So, genau, schreibe auf, wann kommt CWBW. Also solche Sachen weiß ich nicht, ob er die beantwortet, sondern es geht eher Sachen ums Mikro und so weiter. Bitte ins Mikro schreien, das bringt Klicks. Safe. Okay, ich schreibe es einfach mal auf, wann kommt CWBW. Da kann sich auf jeden Fall Astro auch noch überlegen, was er dazu sagen möchte. Es gibt einen Bug bei Private Servern als Creator, kann man Game Mode ändern und auch von Support in der Frustration nach Headcan gucken. Ja, das ist aber, denke ich, kein Bug. Also maybe das mit den Teammitgliedern, aber an sich ist es ja kein Bug, weil du möchtest ja eigentlich die Game Modes einstellen können von den Mitspielern aus deinem Dings. Danke nochmal für gestern, sehr gerne. Oi, Chilakuya, Brasil, Bann den weg, der ist komisch. Wurde schon weggewandt auf jeden Fall. Sprich auf jeden Fall das mit der Reach und dem KB an. Da musst du ein bisschen genauer werden. Was genau findest du da komisch? Reach/KB. Ich habe auf jeden Fall auch noch ein paar Sachen, die ich ändern möchte. Bei Nock, auch du. Solche Sachen, auch wenn sie nur lustig gemeint sind oder logischerweise jetzt zum Beispiel von dir nicht ernst gemeint sind, ist es halt wichtig, dass wir einfach den ganzen Chat so freilassen und deshalb, bitte auch solche Kommentare lassen.
Genau, Mods, bitte einigt euch, wer sich um das ganze Zeug kümmert, wer sich vielleicht um die einzelnen Optionen kümmert, damit das eben nicht mehrfach ausgeblendet wird. Meine Frage wäre, wie die Preise im Shop zusammenkommen. Von welchen Items genau, musst du mir noch sagen. So, Pogasball, Kestral, High Preise im Shop. Genau, welche Items möchtest du da wissen? Digga, keine Beleidigung. In Bronze backt manchmal, wenn man Items kauft. Okay, das schreibe ich mir auf. Bronze, Bug, Klammern. Genau, schreibst uns einfach direkt die Fragen auf, dann kann ich die 1 zu 1 kopieren. Lara Arts, guten Tag. Lara Arts, bist du die Bilderin von Rush Nation? Ja, ey Julius, ich habe gestern nicht gestreamt, ich wollte das Video einfach mal so stehen lassen. Und, genau. Ich schöne Grüße von neuen Xbox Maze. Mach die 4000 voll, 80 Abos nur noch. Ja, wir arbeiten darauf zu, okay. Ja, hab von Legend gerne das Supporter zu Abenteuern als nach Hackern in der Runde gekommen. Okay, ja, das ist vielleicht ein bisschen komisch, dass das geht, aber ja, I don't know. Die Preise sind allgemein gemeint. Das ist ein bisschen schwierig, diese Frage, weil, ja, was ist die Frage, wie kommen die zustande? Und dann sollen sie für jedes einzelne Ding, oder von jedem einzelnen Rang sollen die das beantworten, oder wie? Wenn man in BW einen Stick, genau, okay, das habe ich mir auch verschrieben, das mit dem Bronze. Doppelt, der Chilibot sollte eigentlich an sein, aber, ja doch, der Chilibot sollte an sein, Konsole. Also, Streamer, Bot. Connection, Connect. Okay, Bot ist an. Wir versuchen es. Hallo, kurz eine Testnachricht und maybe funktioniert das ja. Okay, funktioniert auf jeden Fall. Kannst fragen, ob der Astronaut einen P-Server stellen kann, und dass ich das finde, dass es sehr schade nur mit Ultra geht. Das ist auch was ich angesprochen hätte. Private Server ab Astro. Keine Beleidigung gegen Chili oder Astro. Sowas ist einfach ehrenlos gegen denen, die das Problem haben. Wie krass dein Kanal sich entwickelt hat. Hab dich damals schon geschaut, wo du nur 5 bis 10 Zuschauer hatte. Ja, ich hatte die Freude daran nicht verloren und das ist halt das, was man, was sich dann über die harte, wo man dann halt sieht, dass sich die harte Arbeit auszahlt. Fresh Haare, Dankeschön. Okay. Welches Texture-Pack ist das, wo dein Skin neben einer Tour eingeblendet wird? Das ist das von entweder mein Overlay, also mein Chili-Overlay, oder das Fade-Client Texture-Pack. Das funktioniert beides. Ja, hier das Overlay. Ne, du siehst das nicht. Kommt bei Private Server 1/troll bei P-Server. Welche Hoster? Watch you buy a roll in a down in a deep. Du hast den Songtext ein bisschen falsch. Aber danke für deine Donation, Natural. Ist natürlich appreciated. Ich hoffe, das ist ein schöner Tag. Vielen, vielen Dank. Okay, welcher Hoster? Ob man einrichten könnte, dass Prämien in der Lobby wieder fliegen können. Ist auch rausgeschrieben. Dass Pets und so weiter wieder kaufen kann und nicht über das Chest Opening. Ist auch aufgeschrieben. What you know about rolling down in the deep. Ja, genau. Du hast auf jeden Fall aufgepasst mit dem Songtext. Ich muss mir nachher auf jeden Fall noch was zu trinken holen. Damit ich, ich merke jetzt schon, dass ich ein sehr trockenes, einen trockenen Mund habe. Kommt ein 4K-Pack, wird auf jeden Fall kommen, ja. Mask Wolf, by the way, ne, bei diesem Lied, ne, so krank einfach. Mask Wolf, das Ding, ich habe das gefühlt und einfach so gefühlt 2 Monate später kommt das in die Charts. Das ist so geil. Bei Runde Force Map geht leider nicht und kannst du fragen, ob das geändert wird. Warte, und man kann immer nur 4 Server auswählen. Ja, jetzt trinken. Ich habe nichts zu trinken, jetzt müsste ich das holen. Wie Pets hinweg, soll ich mit Schafen in der Lobby chillen? Ja, Pets hinweg, genau. Wo gibt es das Blockklatsch-Training? Das bekommst du, wenn du in MLG Rush gehst und dann auf Training gehst. Ja, ich war beim Friseur und es ist natürlich Haargel noch mit. Genau. Der Lobby-Tag vielleicht billiger. Genau, das war auch was ich aufgeschrieben habe. Der Tag in der Lobby billiger. Ich habe auf meine Prüfung über die Schweiz eine 2+. Da bist du ja richtiger Profi. Ob man in Clutches reducen kann, kann man nicht, Lul. Also das kann auch dich lieber antworten. Frag, ob die Cosmetics über Command machen können, wie Battle MC früher. Du meinst mit, dieses Ding, das ist nur ein Plugin tatsächlich, das wäre mega einfach einzufügen, aber kann man auf jeden Fall fragen. Hab gehört, Zuschauerrekord geknackt. Ne, mein Zuschauerrekord war, glaube ich, bei 112 oder so. Warum kann man Lobby-Items nur noch mit EG bekommen?
ich wurde auf Rush Nation gebannt. Dann wird das sicher seinen Grund haben. Wo ist Astro? Habe ich was verpasst? Nee, dazu ist es noch nicht gekommen. Wir haben um 20 Uhr abgemacht, 21 Uhr. Dass wir da um 21 Uhr reden, genau. Ich hatte einen Panzer und dann war eine Wartungszeit, dann ist mein Panzer aus der Lobby weg. Einen Panzer? Okay. Ich habe wohl irgendwas... Okay, wenn jetzt Push-Up kommt, dann ist nicht gut, weil das wollte ich eigentlich deaktivieren, den Command. Junge, die Dinger werden alle zweimal... Warte, okay, ich muss kurz meinen Streambot closen. Weil er hat alles zweimal angezeigt. Sorry. Willst du deinen zweiten Slop droppen? Ja, wie soll ich was droppen, Bro? Egal, bin morgen komplett in ein neues Haus eingezogen. Nice. Die Rush Nation App fürs Handy anpassen wird aufgeschrieben. RN App fürs iPad anpassen. Imagine Reduce in Bedrock Edition. Haha. -A, so, hallo. Hi, was geht? Das Friends. Friends was? Okay, Bot ist wieder an. Sollte wieder gehen. Dass das HD-Cape angezeigt wird. Ja, genau, das habe ich auch schon überlegt. Einen /Cape. Weil ich meine, das hatten wir auf Riser zum Beispiel auch schon. Für das Cape, damit das nicht überschrieben wird. Wie kann man schauen, wie viele Chilis man hat mit Ausrufezeichen Chilis? Ja, nur mit. Ich hatte schon zweimal vom YouTube-Kanal Spam-Comics, das gibt's leider. Heute Chili, cool Gamer, hi. Okay. Frag mal bitte, ob man. Ja, genau, Strafbefehl, das frage ich auf jeden Fall. Habe ich mir auch selber aufgeschrieben. Was wir jetzt kurz machen, wir werden auf jeden Fall kurz auf die Handcams warten. Denn ich will mir kurz was zu trinken und dann bin ich aber gleich zurück. Ich gucke nach noch die Nachrichten an. Okay, let's go. So. Entbann mal Puma, aber zackig. Hat seine Gründe, wieso Puma gebannt ist. Und das wird sich auch nicht ändern. So, Wasser ist hier. Let's go. Wie viele Chilis habe ich? Ausrufezeichen Chilis, dann siehst du das. Okay, perfekt. Ich hoffe, die Musik ist nicht zu laut. So, machen wir kurz wieder unser Fullscreen auf jeden Fall. Okay, dass man PC-Spieler-Party und Friend über den Command machen könnte, wäre es einfacher. Was du mit PC-Spielen-Party meinst, weiß ich nicht genau, aber das mit dem Command habe ich ja auch angefügt in meinem Video. Ich lichte Pumas zweiter Account bei dir. Uff, RIP. Wieso auf der schlechten Webseite bei Consi in Circulation in NA steht? NA steht einfach für Not Applicable, das heißt, dass es nicht angegeben ist oder nicht gefunden werden kann. Den Join Me Cooldown runter machen. Das ist sicher auch noch was, genau. Das ist sicher noch auch was ich auf jeden Fall noch ansprechen muss. Das sieht so komisch aus. Oder beziehungsweise wieso sie dieses Cooldown gemacht haben. Cooldown / wieso. Okay. Viertel vor. Ich gehe wahrscheinlich noch hier kurz auf Rush Nation drauf. Ich war gestern Abend, by the way, SW spielen und ich muss sagen, dass es, ja, das ist voll okay. Also es hat sich irgendwie gebessert, ich weiß nicht genau, an was es liegt, aber, genau. Aber nimmst du meine FA an? Weiß ich noch nicht. Der ist auf 20 Minuten, ja, ich weiß, den haben sie auch runtergestellt. By the way, ne, ich habe absolut krank aktiv Skyblock angefangen zu spielen. Das heißt, falls ihr Skyblock spielt, dann... Na, keine Ahnung, was ihr noch machen sollt. Lul. Egal, wollte ich einfach kurz sagen. Wie heißt Chili Hero in Real Life? Nikolai, also Nikolai. Der Astronaut lang alle 2 Stunden oder so Join Me machen kann. Gab's bisher ja auch nicht. I don't know. Dass man vielleicht die Rush Nation Buttons auf Discord zurücksetzt.
Okay, also by the way, bin treuer Viewer. Okay. Ja, nee, guckt mal meine kranke Island an, die ich hier gebaut habe. Ja, Jungs, mega sick. Einfach kurz den kranken Generator hier und sonst einfach gar nichts. Ich bin der aktive Hase hier, auf jeden Fall. Habe SB angefangen, das bockt sich jetzt erstmal auf SB, währenddessen Chili schauen. Okay, ich werde auf jeden Fall kurz alle Commands, die man mit Chilis kaufen kann, kurz deaktivieren. Ja, nur für diesen Stream. Bis auf Trinken und Position, denke ich. Genau, aber sonst werde ich die ausmachen. Plus den Clap-Command, den werde ich auch ausmachen. Aber sonst passt eigentlich, denke ich, alles. MyPacks, Discord, CPU, Chili, Donate, Server View. Okay, passt. Hab Ultra kann nur alle 20 Minuten joinen. Ja, ich weiß, das war ja früher mal auf einer Stunde. Haben sie zum Glück auch geändert. Wie heißt der Client, den du spielst? Der heißt Fate Client, Außenzeichen Client. Ist das eine abgewandelte Form von Nikolaus? Nein, ist es nicht. Das ist ein russischer Name, beziehungsweise kommt aus dem Russischen. Prost. Danke, Nico. So, moin Senf. Er hat hier diesen Name-Tag, den man für 15 Euro bekommt. Bin Chili fast 4K, bin hyped auf das 4K-Pack. Ja, same, aber momentan ist es noch nicht ganz fertig, deshalb müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Mit was wolltest du über Astro reden und habt ihr geredet? Wir werden um 21 Uhr reden und ich habe mir ein paar Themen aufgeschrieben, falls du auch noch Sachen hast, die du gerne bereden möchtest, dann schreib die Frage einfach gerne in den Stream. Andere Halte, der Fate Client stürzt immer ab. Es gibt eine neue Version von dem Fate Client, einfach auf das Fate Client Repo gehen, also Repository auf GitHub und dann kannst du das dort auch finden. Soweit ich weiß, kann ich glaube ich mit meinem Rang keinen Private Server erstellen. Ja genau, Ultra-Rang, okay. Wann werdet ihr 21 Uhr? Thilo der Russe, ne, ich bin absolut nicht russisch. Meine Eltern wollten einfach einen Namen haben, der nicht so... Ja moin, einfach 180 Spieler. Und nur 25 bei Sky. Lol, es spielen einfach mehr Leute mit G-Rush als das Bad Wars spielen. Wie viele spielen? 4? Oh, okay. Gut, dann spielen wir ein bisschen Skywars, denke ich. 20 Minuten sind viel, aber denk mal, sonst wird der ganze Chat voller Joyme sein und nicht mehr Chat und nicht mehr auf Chat so viele Ultra haben. Okay, nochmal trinken. Oh. Was mit meinen Haaren? Ich war beim Friseur. Chili und Band Pumo mal. Nein, wird nicht passieren. Wurde auf Rush Nation Cheating gebannt, weil ich 15 CPS Butterfly hatte. Die werden schon, also bei Bans werden die schon vernünftige Proofs haben, weil du kannst ja auch immer anfragen, wenn du einen Proof haben möchtest. Genau, deshalb werden die das schon haben und sonst, den kannst du immer anfragen, den Proof. Oder halt, genau. Kann man das Rush Nation Logo beim Join ausstellen? Das geht nicht, weil das ist den Effekt von diesem, wie heißt das? Dieser eine Endboss da. Deine Haare sind nice, dankeschön. Wird dein 4K-Pack High Quality? Nein, mein 4K-Pack wird 64X, damit Mobiles und PC-Spieler damit spielen können, weil das sonst einfach wirklich nicht so fair ist. Ich verstehe nicht, wieso niemand verstehen möchte, dass jeden Spielmodus kopiert ist, egal welche Idee man hat. Notch hat, egal welche Ideen man hat, Notch hatte sie vor dir. K-Code, das stimmt nicht ganz. Für Spielmodis beispielsweise, ja, da hast du zwar Minecraft als Basis, aber Notch hat beispielsweise Bad Wars ja nicht erfunden, sondern, also keine Ahnung, ist schwierig überhaupt zu überlegen, ob jetzt überhaupt irgendein Spielmodus oder so erfunden wurde, aber okay. Wann redest du mit Owner? Um 21 Uhr, also wir haben noch 10 Minuten. Ich teste auf jeden Fall noch kurz hier das. Okay, kann es sein, dass ein bisschen die... Okay, also ich weiß auf jeden Fall, dass man auf dieser Map sich nicht in die Mitte tippen kann mit DP. Das heißt, wir werden die einfach mal hier hinschmeißen und uns hier das Zeug looten. Und dann maybe noch in die Mitte. So, das auf die 1. Okay. Gut, ich kann gerade nicht so auf den Chat gucken, weil, muss mich auf das Spiel fokussieren. Ich gucke es mir aber gleich nachher nochmal an. Dann raus, das auf die 2. Hier hin. Okay. Weiß jemand schon, was schon gepatcht wurde an den Sachen? Oder ob schon was gepatcht wurde? So, was einmal. Food. Okay, 7 können wir statt das 6er Schwert. So, okay, ich denke, das passt. By the way, ist der Anvil mittlerweile nicht mehr buggy. Der war ja mal, glaube ich, ein bisschen buggy. Wie viel X wird ein 4K-Pack haben? Das wird 64X sein, damit wirklich, wie gesagt, eigentlich jedes Device damit spielen kann.
So. Wie viel kostet Trinken? Siehst du in der Videobeschreibung. Oh mein Gott. Okay, erstmal hier kurz. Der Typ hat so ein Sensemann-Kit, das ist natürlich unangenehm. Hallo, Pot. Dankeschön. Oh, bruh, das war ein Schadensding. Ja, okay. Ja, dieses Kit ist halt viel zu OP. GG. Hieß der Typ heiß oder war der einfach Annick? Ne, Jumelle. Ah, ne, ich hieß so. Okay, GG. Wie kriegt man das Cape eigentlich? Bei mir ist das nicht. Das bekommst du, wenn du einmal rejoinst. Oder halt einfach in-game, glaube ich. Keine Ahnung, irgendwas machst du, glaube ich. I don't know. Meine Dono, Pingu Crafter. Deine Dono ist noch nicht angekommen. Lul. Okay, noch 7 Minuten. So was meine ich, man kommt einfach so Triple Hits, wo man eigentlich nur Double Hits bekommen sollte. Ach so, ja, ich kann es noch nicht so ganz nachvollziehen. Ob man die Clan-Settings irgendwann mal bearbeiten kann oder so, kann man doch. Chilliger Lonely, finde es nice, dass du mit dem Daily Stream durchziehst. Jo, ich gebe mir auf jeden Fall Mühe und es macht auf jeden Fall mega Spaß, deshalb sehe ich da keinen Grund, wieso man das nicht machen sollte. Okay, man kann hier zum Beispiel auf Settings und dann auf Settings und dann kannst du hier Description, Clan Publicity und die Clan Color einstellen. Ja, aber zum Beispiel Kürzel kann man nicht ändern. Den Beweis war, dass ich meine Rocket-App, nachdem ich Angelevich geöffnet habe, um zu gucken, ob ich cheate, scheiße gelaufen. Okay. Ja, I don't know, also Bann bin ich wirklich nicht zuständig. Ist der Bad Tiger Client vertrauenswürdig? Sollte sein, aber ich use ihn aber trotzdem nicht. Bei mir geht das, by the way, dem MC-Pack bei dem Skin-Pack. Bei mir geht das, by the way, dem MC-Pack. Neox, bitte Deutsch sprechen. Du gibst Kaka, Chili. Wie heißt du in Asian, wie kam es, dass du auf den Kanal gekommen bist? Also es gab auf jeden Fall so eine, oder es gibt immer noch so eine Trottinette, also Scooter-Marke, die heißt Chili. Ich fand den Namen von der Ästhetik einfach mega nice. Und deshalb habe ich mir dort einen Kürzel dazu gesucht, weil es halt einfach so nicht wirklich weil es halt nicht wirklich ging. Ey Julius, weil ich alle Commands ausgemacht habe. Chili letzte Nacht, please, ich kann guck mal in Skyblock auf dein Geld. Gucke ich nachher, weil das wird auch was sein, was ich nachher auf jeden Fall nicht machen kann. Also ich kann nicht auf jede Frage eingehen. Ich werde auf jeden Fall durchlesen. Aber wenn ich halt mit Astro im Talk bin, dann ist es dann ist es eigentlich mostly dafür, dass ich mit ihm reden kann und dann nicht mit euch rede, beziehungsweise eure Fragen beantworte. Aber wir können ja dann trotzdem eingehen. Warum ist die Rot in SW aus, aber in WoW an? Darüber können wir auch reden. Wieso die Rot in SW aus, aber WoW an? Ja, Neox, weil eigentlich es nicht so ist, dass man ein Cape-Dings mit MC-Pack öffnen kann. Alert werde ich gleich noch schreiben, ja. Ich habe dir in Skyblock 1000 Euro gegeben. Wow! Dankeschön. Ja, vielen, vielen Dank natürlich. Kann ich aber erst nachgucken. Okay, wir werden auf jeden Fall hier kurz auf Uploads gehen und dann den Stream kurz mit einer Benachrichtigung raushauen, damit da die Leute auch da die Benachrichtigung kommen, weil ich denke, das ist auch einer meiner wichtigsten Streams der letzten eigentlich im letzten halben Jahr oder so. Wisst ihr, was ich mir letztens reingezogen habe? Die Spendenzusammenfassung, lol, das ist sein Ding. Die Spendenzusammenfassung, als ich damals den YouTuber-Rang auf Rush Nation bekommen habe. Darf ich kurz Screen machen? Ja, klar kannst du Screen machen. Hey. Okay, es ist auf jeden Fall aufgeschrieben so mit YouTube Alert raus. Perfekt, dann haben wir wieder hier das hier online. Okay, was macht ihr so? Ich bin Pingu in MB Englisch. Okay. Frag mal, warum die kein Ranked SW und BW machen, dass ja nur weiterkommen, weil alles Ranked ist. Genau. Wieso sind bei mir alle Verschnitten alle Steve-Skins? Weil das wahrscheinlich einfach ein Steve-Bug ist. Einfach einmal rejoinen. Chili 4D wurde getwerkt, alles klar. 90 Zuschauer, ja, also wie gesagt, heute ist auch weniger wegen Zuschauern das Ding. Also ich freue mich natürlich über jeden Like, so ist es nicht, aber ja, das Wichtigste ist einfach, dass
möglichst viele auch davon mitbekommen. Ich werde auf jeden Fall auch die Aufnahme anmachen, dass wir vielleicht, dass wir maybe daraus ein Video machen können für die, die jetzt da im Stream nicht dabei sein konnten. War nie alles gut. Ich habe mir mal überlegt, ob ich irgendwie eine Community-Insel machen soll auf Skyblock, wo wir dann einfach mal 1, 2 Streams lang Sachen bauen. Aber wissen wir nicht. Ich habe noch nicht ganz gecheckt, ja, wie das geht mit dem Berechtigung geben, ob man überhaupt Helfer sein kann und gleichzeitig seinen eigenen haben kann und so weiter. Das wird auch auf jeden Fall noch eine Sache. Kein Problem, ich feiere dieses Game nicht so. Alles klar, muss nicht jeder mögen. Wir machen auf jeden Fall mal kurz alle Spiele aus. Ja moin, die Dinger sind trotzdem hier. Gut. Was haben wir noch? Ah, genau. Sind wir im Fullscreen? Ne, sind wir nicht. Dann können wir uns kurz in Fullscreen machen. Ich bin immer noch sehr ungewohnt mit dieser Frisur. Frag Astro, warum die aus den Wartungsarbeiten ausgegangen, obwohl es noch so viele Bugs gibt. Das ist auch eine sehr gute Frage. Werde ich auf jeden Fall auch stellen. Warum aus den Wartungsarbeiten raus, wenn es noch Bugs gab? Dann das mit dem Hungerbug auf jeden Fall. Hungerbug. Ja, deine Herzen sind buggy, by the way. True Story. Ist das nur bei mir so oder hat das noch jemand anders? Okay. Warte, wie war dein Tag? Nice, denke ich schon. Hi, von ein paar Tagen. We gonna fix the main problem causing the Steve Bug. Gonna fix tomorrow. Heute hat wieder Steve Bug. Ja, ist halt normal. Was hältst du vom neuen MC-Update? Habe ich noch nichts mitbekommen, was da sich groß gechanged hat. Meine Fragen an Astro sind: Könnte man maybe in den kleinen Farben kaufen und Slots und könnte man einführen, dass man Coins verschenken kann? Also Coins verschenken kann man mit Sicherheit nicht, weil sonst da einfach jeder zweite Coins machen würde. Genau. Hyphener, hi, Rush Z, moin. Chili, gibt's einen deutschen MCP-YouTuber, der 10k hat? Gibt's safe. Lol, einfach ein Helikopter. WTF. Okay, trinken. Junge, meine Flasche einfach leer, bevor ich überhaupt angefangen habe. Genau. Gibt's safe. Also ich kenne auf jeden Fall Maynex, ich kenne Trinox, der echte Bilder. Und dann gibt's natürlich auch noch der Dude, der, also wer ist er? Dieser Slime, ich weiß gar nicht, wie er heißt. Gaming Guides D oder so. Der macht auch teilweise MCP-Videos. Wie man die Pads sieht, wo man keine Spiele an hat, das ist wahrscheinlich einfach so an. Der hat 120k, ja eben, ich glaube, das ist dieser. Aber MCP-YouTuber ist ein bisschen das falsche Wort. Wenn, ist es halt ein, aber er macht zum Beispiel eben auch Java. Ich habe den Herzensbug auch, okay. Und das Aim soll richtig verzögert sein. 100 Zuschauer, crazy. GGD, ja genau, GGD. Hi, mir nix. So, okay. Beim Update wurde der Red Loading Screen Bug gefixt, deswegen kann man die beste Grafikkarte spielen, finde ich schon nice. Okay. So, One-Click, ja, aber One-Click ist ja nicht mehr aktiv, also den will ich jetzt nicht mehr so als aktiven YouTuber bezeichnen. Warst du beim Friseur? Ja, Robo, ich habe by the way deine PSC. Die bekommst du heute Abend. Okay. Das heißt, wir werden es auf jeden Fall jetzt so machen. Wie kannst du dich so schnell rüberbauen? Einfach üben. GamingGates.de for real. Korrekt for real. Ja, denke ich schon, ja. Hab meinen Namen wie früher. Mach Alerts an. Meine Frage ist, ich habe Alerts an. Also was für Alerts? Ich habe Alerts an. Ja, aber Pata ist eben Englisch. Englisch ist viel einfacher. So, okay. Wir werden auf jeden Fall jetzt, ich werde jetzt nur noch den Chat durchlesen. Also beziehungsweise halt manchmal auf den Chat gucken. Das heißt, falls ihr jetzt teilweise nichts mehr hören solltet oder so, dann, oder halt, ja, ich eure Nachricht nicht vorlese, dann wisst ihr, an was es liegt. Denn, ja, ich rufe jetzt auf jeden Fall mal Astro an. Beziehungsweise passt jetzt, wenn Bex dabei ist, nur wir beide. Ja, nee, ich möchte da 1:1 mit ihm reden. Wieso die, ja, okay, Ara, das ist auch eine sehr, sehr gute Frage. Dankeschön, das ist natürlich sehr, sehr gute Frage, das werde ich mir auf jeden Fall auch aufschreiben. Du hast vergessen, aber denkst, Boy, bist mega korrekt. Bin irgendwie traurig, das tut mir leid. Dass man vielleicht auch sich Nick machen kann in der Runde, dann bist du ja schon drin. Hat nicht mal im MC-Launcher geklappt. Ja, versucht auf einem Discord, der Cosmetics macht oder so. Ich mache auf jeden Fall meine Musik ein bisschen leiser bei mir. Wieso wurde die Online-Zeit resettet? Weil die, glaube ich, einen Bug hatte, aber ich kann das ja trotzdem flaggen. So, okay, dann gehen wir auf jeden Fall in den Call mit ihm. Und rufen, ich denke, wir rufen ihn einfach mal an, oder? Okay. Ich werde ihn wahrscheinlich ein bisschen lauter stellen müssen. Hey. Hey, Astro. Was geht?
Okay, Also freut mich erstmal, dass ich da sein kann. kein Ding. Freut mich, dass du auf mich zugekommen bist, nach dem Video natürlich. Ich hoffe auf jeden Fall, man hört dich. Chat kann ja sonst mal kurz Rückmeldung geben. Mm, ja, okay. Du hast mir ja geschrieben, dass du gerne mit mir da drüber reden möchtest und ja, einfach dazu die Meinung sagen können. Und hast du dir einfach vorgestellt, dass wir einfach jetzt ähm, wie heißt das? Es gibt doch so Watch Together zum Beispiel. Genau, Da ja. zusammen gucken, Genau. oder? Okay. Ja, genau. Ich denke, das wäre das Beste, oder? Mhm. Also zwischendurch einfach stoppen können. Ich denke mal, die meisten aus deinem Stream haben das Video schon gesehen. Mhm. Und dann können wir zwischendurch einfach dazu was sagen. Okay. Und dann ist es am besten, denke ich. Okay, dann machen wir das Magst du einen Raum erstellen? Jo, hab zwar dezent keine Ahnung von dem, aber mach mal kurz. Watch Together. So, man kann, glaube ich, ohne Anmeldung einen Raum machen, oder? Ja, genau. Jo. So, dann paste ich kurz den Link rein. Ja, du warst ja auch im Stream vorher, oder? Also hast du wahrscheinlich schon gesehen, ja. was da für Fragen gab. Werbung? Krass. Über 100 Zuschauer. So, okay. Wie viele? Oh, okay, so. Das Ding ist drin, dann muss ich dich jetzt noch einladen. Freund-Einladung kopieren und hier dich rein. Ich kurz. So. MC-Sounds natürlich, das ist auch noch ein wichtiges Ding, damit man das nicht im Hintergrund hört. Audio, Main mach auf 0. So, okay, dann packe ich mal das hier rüber und share dann einfach mal kurz meinen Screen, denke ich. So. Das Bildschirm. Okay, gibt's irgendwelche Musik aus, okay. Musik ist aus. Ich hoffe, wie gesagt, von der Lautstärke geht's. Ich glaube, doch relativ laut gemacht. Man hört meinen MC-Sounds, ich habe die eigentlich komplett ausgemacht, aber ich lösche es einfach so. Entweder bin ich taub oder du bist leise as fuck. Könntest du dich vielleicht ein bisschen lauter machen? Ich mich? Nein, ich mich. Achso. Immer diese extra mich. Okay. Ich denke, es sollte passen, sonst eben, wie gesagt, einfach kurz reinschreiben. David ist lauter als Chili, alles klar. Ja, ich habe ihn extra ein bisschen lauter gestellt. Gut. Bist du drin? Jo. Okay, perfekt. Ja, also sieht man das? Ja, genau. Okay, gibt's direkt am Anfang schon was du dazu sagen möchtest? Oder? Nee, ich denke, ich werde einfach zwischendurch drauf eingehen. Ja, vorher gibt es eigentlich nichts zu sagen. Okay, ja, also ich habe das Video ja gemacht, das heißt, ja, das ist meine Meinung und so weiter, deshalb, ja, muss ich da eigentlich ja fast nichts dazu sagen, aber eben, wie gesagt, ich habe am Schluss auf jeden Fall ein paar Fragen aufgeschrieben, der Chat hatte, die ich hatte, und, ja, freue mich auf jeden Fall darauf, wenn du die dann beantwortest. Wie gesagt, geh gerne auch drauf ein. Ich ja, versuche dann meine Meinung oder was halt deine Frage ist, so gut zu beantworten wie möglich. Und falls eben der Chat noch Fragen hat, kann er das gerne stellen. Ich habe das Fenster offen, dann kann ich die direkt da reinschreiben. Genau, würde ich sagen, starten wir. Ich weiß nicht, ob man wie vielleicht einige mitbekommen haben oder jetzt im Titel gelesen haben, habe ich seit ein paar Tagen keinen YouTube-Rang mehr auf Fresh Nation. Damit ich dieselbe Frage nicht 100-mal beantworten muss und gleichzeitig das Licht ins Dunkel bringen kann, mache ich jetzt dieses Video. Als erstes möchte ich euch kurz... Sorry, dass ich kurz unterbreche, aber ich glaube, es wäre gut, wenn du in den Stream nicht den Link zeigst, weil sonst, ja, Join ja danach, weil jetzt schon jemand reinkommt. True. Stimmt, die können ja darauf zugreifen, ne? Okay, das war maybe ein bisschen lost. Also wie kann ich das dann... Kann ich das irgendwie verhindern? Warte, machen wir einen neuen Raum? Kannst du einen neuen Raum machen und einfach mich einladen? Dann versuche ich das in der Zeit zu... Oder warte, können wir den nicht einfach schließen? F11, dass du Vollbild hast? Ja, aber dann sieht man halt... ja, aber dann wenn ich nach oben gehe, sieht man es halt trotzdem. Kann es sein, kann man den einfach zumachen? Also ich kann zum Beispiel jetzt einen rausbannen, dich Moderator machen. Boah, ich habe keine Ahnung. Okay. Man kann das doch safe irgendwie schließen hier. Einstellungen.
Ja, sonst mache ich einfach kurz was drüber. Oder warte, kann man in den Raum joinen, wenn man diesen Link hat hier oben? Ja, Macht ja, einen- genau, mit dem Link da oben. Ja. Mit dem Link oben? Okay. Mhm. Sonst, ja, ist was ich mache einfach so. Studio-Modus und dann packe ich einfach die Bildschirmaufnahme hier. Haben wir hier die Bildschirmaufnahme? Mache ich einfach so. So, dann sieht man zwar nur, ja, so sollte das eigentlich passen. Da sieht man ja den Dings nicht, selbst wenn ich das nach unten ziehe. Sieht man das, sollte man es nicht sehen, wenn ich mich da nicht komplett irre. Warte. Nee, da sieht man einfach den YouTube-Link. Okay, so passt eigentlich. Mach Handcam weg ist meiner Meinung nach unnötig. Es kommt nicht drauf an. Also, ob jetzt ich Handcam anhabe oder nicht. Aber ich kann, wenn du das möchtest, kann ich das gerne ausmachen. Okay. Und dann die Handcam aus. So, okay. So soll es eigentlich passen. Wir haben jetzt, okay, wir haben wieder jemanden drin. Gut, dann hast du mir den Link geschickt? Von dem neuen Raum. Mhm. Oh, jetzt habe ich Chili Hero P genannt. Okay. Nice Werbung. Oder warte, das ist, naja, nicht so gut. Übersicht. Das Video wird etwas länger gehen. Ihr seht es wahrscheinlich auch unten an der Zeit. Ich habe wirklich ein bisschen. Habe ich das jetzt mehrmals offen? Nee, ja, du bist noch ja, klar, ich bin im anderen Raum. Ich bin im anderen Raum noch drin. Chili Hero Raum betreten. So, ich glaube, ich habe gerade Pause an, oder? Junge, so dumm wieder von mir. Ich habe gar nicht im Griff, ich bin absolut nicht in diesem Watch Together drin. Kannst du nicht Fullscreen machen? Doch, kann ich, aber man sieht den Raum ja dann trotzdem. Okay, da ist wieder wer drin? Ah ne, das bin ich. Okay, ich denke, so sollte es eigentlich passen. Hey, Junge, müssen wir jetzt Werbung gucken? Ne, passt eigentlich so, oder? Ja, gut, man sieht's nicht. So. Siehst du Werbung? Ja, du musst Video einfach anmachen. Ach so. Hier. Ansonsten habe ich es auch hier. Naja, paste du es rein, bitte. Mhm. Minute von mir, Chili Hero. Wie vielleicht einige von euch schon mit. Okay. Wollen wir starten? Ja, kann man es irgendwie Fullscreen machen, weißt du das? Jo, klickst unten auf ein Zahnrad und dann das dritte Vollbild aktivieren. Okay. Perfekt. So. Jo, soll ich starten? Ja, kannst du machen. Okay. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, Chili Hero. Wie vielleicht einige von euch schon mitbekommen haben oder jetzt im Titel gelesen haben, habe ich seit ein paar Tagen keinen YouTube-Rang mehr auf Fresh Nation. Damit ich dieselbe Frage nicht 100-mal beantworten muss und gleichzeitig etwas Licht ins Dunkle bringen kann, mache ich jetzt dieses Video. Als erstes möchte ich euch eine kurze Übersicht über das Video geben. Das Video wird etwas länger gehen, ihr seht es wahrscheinlich auch unten an der Zeit. Ich habe wirklich mir viel aufgeschrieben. Mein Skript hat 1700 Wörter, also ja, da wird auf jeden Fall einiges auf euch zukommen. Kurzer Disclaimer, dieses Video soll keine Plattform für Hate gegenüber Rush Nation, Personen oder jeglichen... Kann man irgendwie die Einstellung von der Qualität ändern? Weil meine Qualität ist easy bad. Ja klar, keine hier. Ahnung. HD 1080, HD 1040. So. Schaut euch das ganz an, bildet euch eure eigene Meinung und schreibt konstruktive Kritik. Okay. Ja, die Qualität ist schon angemessenen Kommentare werden von mir gelöscht. Und dann das Team von Rush Nation versucht nicht jeden, der irgendwas nicht so gut findet oder seine Meinung zu Rush Nation schreibt, klein zu machen oder vom Gegenteil zu überzeugen. Leben und leben lassen. Bevor wir weitergehen, würde ich gerne jetzt noch was sagen. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie eine Anspielung war auf die Aktion mit Lara oder inwiefern kamst du darauf? Also kommt mir so rüber, als ob wir das in der Vergangenheit irgendwie jedes Mal gemacht hätten, irgendwie jemanden klein machen, nur weil er was gegen Rush Nation sagt, oder wie meintest du das?
Nee, also es gab ja, weiß ich meine, das Video ist ja nicht das erste, das jetzt irgendwie irgendwas an Rush Nation kritisiert oder so. Und ich weiß leider nicht mehr genau bei welchem Video, aber ich kann mich noch an ein Video erinnern, das auch sich ein bisschen kritischer mit Rush Nation auseinandergesetzt hat. Und da ist halt unter jedem Kommentar, der irgendwas gesagt hatte, waren halt irgendwelche Teammitglieder, die dann halt komplett dagegen argumentiert haben. Und das ist auf jeden Fall nicht so, also es sollte eigentlich, maybe habe ich das ein bisschen komisch formuliert, es sollte einfach dazu dienen, dass, ja, dass man die Aussagen jetzt irgendwie, dass man sich nicht daran verteidigt, sondern einfach, dass man die Aussagen so stehen lässt und dass einfach jeder sein Zeug so dazu sagt, damit eben nicht so riesige Diskussionen entstehen. Maybe war das ein bisschen, ja, fehlerhaft ausgedrückt, aber das hat auf jeden Fall nichts mit Lara zu tun. Ja, okay. Also kurz mal, ich denke mal, das sollte im Laufe des Streams auch noch ein Thema werden mit dem Team. Weil da auch viele darauf angesprochen hatten. Das Team außerhalb hat sich, was auch unter anderem eine Regel ist, positiv zu verhalten. Das heißt auch ein gutes Erscheinungsbild. Das ist unter anderem auch eine Regelung bei uns, dass sich das Team halt, also jedes Teammitglied an diese Teamregel halten muss, dass man einfach nach außen ein positives Erscheinungsbild hat. Nur weil man jetzt sagt, ja, ich finde das und das scheiße, heißt es ja nicht direkt, dass das Rush Nation Team daran schuld ist. Aber wenn ich jetzt sage, ich als Owner von Rush Nation sage jetzt, kein Plan, der und der Server ist kacke, dann hat das immer einen Bezug auf Rush Nation. Und genau deswegen haben wir diese Regelung auch, nur kurz, dass alle wissen. Uns persönlich ist es schon wichtig als Server, dass auch das Team ein positives Erscheinungsbild hat. Und wir bemühen uns natürlich darum. Und genau, du meinst gerade, das Rush Nation Team hat da irgendwie öfters mal kommentiert oder so oder irgendwie in Bezug auf das Rush Nation Thema. Natürlich in dem Teamchat hier wird es natürlich thematisiert, dass ein Video über uns gemacht wird und dann wird darüber auch diskutiert. Und natürlich will man als Teammitglied von einem Minecraft-Server den Server auch verteidigen und auch eventuell Unklarheiten oder Unwahrheiten aufdecken, was denke ich mal auch verständlich ist. Aber von wirklich Aussagen, die jetzt gegen irgendwelche anderen Server fallen oder Aussagen, wo wir nicht hinterstehen, davon distanzieren wir uns natürlich auch. Und wie gesagt, ist bei uns auch eine Regelung, dass sich ein Teammitglied außenrum auch positiv zu verhalten hat. Nur um das kurz mal zu erwähnen, weil ich denke, das wird nachher auch bei den Fragen nochmal ein Thema werden. Ja, genau. Okay. Ja, das ist natürlich, also das ist, denke ich, auch also es sollte auch klar sein, ich meine, ein Teammitglied ist immer sozusagen eine Vertretung für ein Netzwerk. Und dass dann natürlich auch einerseits, dass das positive Erscheinungsbild gewahrt wird, ist natürlich wichtig. Das kann ich da absolut nachvollziehen. Jo. Mach weiter. Alle Aussagen in diesem Video beziehen sich auf meine Meinung. Ich bitte euch, eure eigene Meinung dazu zu bilden und euch einfach bewusst zu sein, dass das meine Meinung ist. Erstmal eine kurze Übersicht über das Video. Am Anfang werde ich anfangen mit den Gründen, wieso ich keinen YouTuber-Rang mehr habe, mit einer kleinen Richtigstellung. Das heißt, ich werde einfach immer kurz vorlesen, was Astro da geschrieben hat und dann Bezug auf das Geschriebene nehmen. Dann werde ich mich entschuldigen, beziehungsweise eine Entschuldigung anführen. Dann werde ich aber auch schreiben, was mir an der Rush Nation nicht gefällt. Und natürlich, wenn man Kritik übt, gehört auch Verbesserungsvorschläge dazu. Das werdet ihr ganz am Ende sehen. Ich werde euch wahrscheinlich Timestamps in die Beschreibung schreiben. Das heißt, ihr seht unten auch immer direkt, wann was kommt, falls ihr irgendwo hin skippen wollt. Kann ich kurz Pause machen? Ich muss kurz die Commands deaktivieren, Klar. weil bei mir machen die immer Ausrufezeichen trinken und Ausrufezeichen. Ja, wegen den Sounds ist es ein bisschen komisch. Easy. Ja, gut. Dann ein wildes Intro. Soll ich weitermachen? Ja, ist bei mir letzte. Dann kommen wir jetzt zum Punkt 1. Deshalb habe ich keinen YouTuber mehr. An dieser Stelle zeige ich jetzt einfach kurz den Forumbeitrag. Ich lese einfach alles vor und gehe dann auf die einzelnen Punkte ein. Hey Chidiro, leider musste ich mit schlechten Nachrichten begrüßen. Der Status des YouTuber-Ranges wurde dir aufgrund deines Fehlverhaltens zunächst fristlos entfernt. Aufgrund der negativen Erfahrungen in der Vergangenheit können wir nicht auf einen temporären Ausschluss des YouTuber-Ranges hinarbeiten. Spieler des Netzwerkes machen uns auf deinen letzten Stream aufmerksam. Nach eingehender Überprüfung haben wir diesen Beschluss gemeinsam mit der gesamten Leitung getroffen. Das ist, soweit ich weiß, einfach Astro und Bex. Die Gründe dafür sind folgende. Seid ihr das? Also ist das die Leitung? 21
Sind Genau, die Leitung, also inbegriffen Bex und ich und dazu noch die ganzen Moderatoren. Also die 3 Moderatoren derzeit. okay, Auch im also Team gehört das sind, auch zu Leid. gehören da auch mit zu. Okay. Genau. Sind Toren dazugekommen, deinen Status fristlos zu entfernen. Das Verhalten gegenüber der Community in Bezug auf das RushNation.net-Netzwerk sehen wir als inakzeptabel an und distanzieren uns davon. Nun jetzt halt diese Punkte, wieso der Run weg ist, also das Konkrete. Punkt 1. Verbreitung einiger Unwahrheiten in Bezug auf das Bann von Teaming. Vorwurf, wir bannen nicht für das Teaming. Ich habe nachgeguckt und das habe ich in diesem Stream tatsächlich gesagt. Das will ich natürlich richtigstellen. Nach Artikel 5, Paragraph 10 der Serverregeln von RushNation wird Teaming natürlich gebannt. Ich habe in diesem Moment einfach Teaming mit Sniping vertauscht, welches den Serverregeln und meiner Erfahrung nach nicht gebannt wird. Kann ich auch kurz was zu sagen zu der Sniping-Sache. Das mit Teaming hast du ja schon richtig gestellt. Passt ja alles, haben wir dann ja schon geklärt. Zu der Sniping-Sache, das war schon immer ein Thema bei uns im Team. Eine konkrete Regelung haben wir im Regelwerk noch nicht festgelegt, beziehungsweise haben wir sowas in der Zukunft natürlich vor und machen uns darüber auch Gedanken. Bloß, wir sind natürlich auch in dem Bezug auf die YouTuber angewiesen, welche sich da auch ein bisschen äußern könnten. Zum Beispiel wäre es ein Vorschlag gewesen, vielleicht selber mal uns zu sagen, wie wäre es, wenn ihr das und das gegen Sniping macht, sowas. Also quasi auf uns zukommen und halt sagen so, ja, bei mir ist das Problem, ich habe öfters gesniped im Stream dann. Ja, also ist ja nicht so, als hätte ich das schon öfters gesagt. Und ich habe das auch tatsächlich schon reported, aber also ist ja auch schon ein bisschen her. Ich meine, ich habe ja auch, dazwischen gab es auch eine längere Zeit, wo ich jetzt nicht auf RushNation gespielt habe, einfach, aus verschiedenen Gründen. Aber eben Sniping war da ein großer Grund davon. Und also ich kann mich auch auf jeden Fall noch an eine Situation erinnern, wo ich das in Report-User geschickt habe, wo es halt recht obvious war, dass wirklich einfach alle 3 Teams, also wirklich, wir waren irgendwie rot und gelb, blau und grün sind dann auf uns gegangen. Und darauf hieß es halt dann, es wurde halt nichts dagegen unternommen. Und eben, wie gesagt, das war auch einer der Gründe, wieso ich dann halt immer weniger drauf gespielt habe, weil es dann für mich einfach nicht mehr möglich war, wirklich darauf zu spielen, weil halt einfach wirklich jedes Mal, also da gibt es auch, ich habe ja auch viel mit Mates gespielt, also ich habe ja nicht wirklich Solos gespielt, sondern eher immer mit so 3 anderen Kumpels und ja, dort ist halt, die können bestätigen, dass wir da wirklich recht unter die Räder gekommen sind. Und also ihr habt sogar, glaube ich, also das habe ich ja schon mal angegeben, wie gesagt, und dann hat es auch geheißen, dass beim neuen Update, wenn es dann kommt, dass da auch viel mehr dagegen unternommen wird und auch, dass irgendwie die Nix besser, also nicht mehr wirklich erkennbar sind, weil die waren ja auch vorher erkennbar. Mittlerweile weiß ich nicht mehr, ob die erkennbar sind, ich glaube nicht. Aber das habe ich, denke ich, schon angesprochen. Ich weiß nicht, wie das bei anderen Streamern ist auf RushNation, ob die das gleiche Problem haben, aber ich meine, dieses Problem ist ja nicht nur RushNation-spezifisch, sondern das ist ja auch auf Hive, das ist ja auch auf anderen Servern, auf denen ich spiele, so, und da kommen die ja auch rein. Genau. Aber ich verstehe dann natürlich auch, dass es schwierig ist. Also, weißt du, es ist, das zu definieren, was jetzt Sniping ist und was nicht, das ist halt doch recht kritisch, und dann habe ich mich halt schon auf die Private-Server gefreut, ne? Also das wäre auch ein Riesending, deshalb Private-Server waren ja auch so ein, sag ich mal, großes Ding, was vielversprechend war, dass es Sniping verhindert, aber deshalb war ich auch ein bisschen enttäuscht, und das habe ich auch im Video angegeben, dass einfach das Private-Server-System noch nicht so ganz überlegt ist. Also zum Beispiel, wie bringe ich Leute rein in das Ding? Also zum Beispiel mit Slash Invite, man könnte auch sagen, man könnte die öffnen und dann einfach könnte man jeden reinlassen mit zum Beispiel Slash Private Server, wenn man das eingibt, dass dann ein Menü kommt, wo man dann auswählen kann, was für offenes Ding es gerade gibt, und dann aber in-game oder beziehungsweise halt als eigenes Setting einstellen kann, zum Beispiel als YouTuber, dass man bestimmte Leute halt wie bannt davon, dass die dann nicht mehr reinkommen können. Weil so hätte man halt genau dieses Sniping-Problem nicht mehr, dass man dann als YouTuber auch konsequent gegen Leute, die genau dieses Problem haben, und das Gefühl haben, dass sie dich snipen müssen, vorgehen kann. Das wäre vielleicht noch ein Ansatz, den man verfolgen könnte. Kann ich verstehen auf jeden Fall. Ich kann jetzt nicht, also ich persönlich kann mich jetzt natürlich nicht in deine Lage hineinversetzen, wie das ist, wenn man gesniped wird, weil ich halt eben kein Streamer bin oder so.
aber ich kann verstehen, dass es auch wieder nervig ist. Mit dem Update, also ich kann dazu später noch was sagen. Ich glaube, da war noch ein anderer Punkt, den ich dann da eher lieber aufgreife. Ähm, Das mit den privaten Servern kommt ja auch noch, das kann ich auch noch gleich was zu sagen. Ansonsten haben wir sehr viel an dem Nix-System verändert. Wir haben tausende von Nix, wir haben tausende von Skins auf jeden Fall hinzugefügt und haben das Nix-System quasi komplett neu nochmal gemacht. Ich weiß nicht, ob du es jetzt schon gesehen hast. Du hast in den letzten Tagen ein bisschen auf Rush Nation gespielt. Da haben wir auf jeden Fall einiges verändert. Und ja, genau, das mit dem Sniping kann ich verstehen. Habe ich mir mal eben aufgeschrieben. Wird dann nochmal im Team diskutiert und dann werden wir da auf jeden Fall einen Schluss ziehen. Aber auf jeden Fall einige Vorschläge, die du ja genannt hast, darauf sind wir schon eingegangen im Team. Und ja, ein paar wurden auch schon umgesetzt, ja. Genau. Okay, gut. Ja, gut zu hören. So, wollen wir weiterschauen? Ja, auf jeden Fall. Ja, okay. In der Aussage wurde ich von dem mir bekannten Stream-Sniper Bilal, ihr kennt ihn sicher auch, gesniped und war halt dort in Rage wegen genau dieser Situation. Und eben dem Fakt, dass Rush Nation sowas nicht bestraft, wo es sogar ein Riesenserver wie zum Beispiel Hive auch schafft. Der zweite Punkt wäre dann in diesem Fall Schlechtreden des Netzwerkes in vielen Hinsichten. Vorwurf, Blöcke backen nur weg, wir wären das einzige Server mit Block-Placing-Problem. Und diese Aussage ist natürlich auch nicht korrekt. Die Blöcke auf Rush Nation backen so gut wie nie weg. Und die zweite Aussage macht, selbst wenn Rush Nation tatsächlich Block-Placing-Probleme hätte, gar keinen Sinn, da es ja offensichtlich ist, dass es auch noch andere Server geben würde, die grobe Block-Placing-Probleme haben. Es gab in letzter Zeit zwar einige Situationen bei mir und bei mir bekannten Personen, bei denen Blöcke weggebackt sind oder halt einfach nicht mehr geplaced wurden. Jedoch denke ich eher, dass dies den Umständen zuzuschreiben ist, da halt besonders beim Release ein riesengroßer Ansturm herrschte und der Server währenddessen auch immer wieder gedost wurde, soweit ich das auf jeden Fall weiß. Stimmt das? Ja, schon im alten BW. Hä, wieso stoppt das nicht? Bei mir stoppt das nicht, wenn ich auf Stopp drücke. Stimmt das? Also wurde die gedost beim Release? Ja, also an sich wurden wir schon gedost beim Release. Das hatte aber rein gar nichts mit den Problemen zu tun, die wir da hatten. Wir hatten in den letzten Tagen tatsächlich Probleme mit DDoS-Angriffen. Wie du es vielleicht gemerkt hast, hatten wir in der Vergangenheit beim alten wahrscheinlich sehr große Probleme damit, da wir bei einem Hoster sind, der dagegen nichts unternimmt, beziehungsweise der halt einfach keine perfekte DDoS-Protection hat. Und man muss einfach heutzutage sich darum selbst kümmern, selbst die bezahlen quasi. Wir sind jetzt, denke mal, da können wir nachher nochmal drüber reden, weil wir nochmal das Hoster-Thema irgendwie haben ich mitbekommen. Wir sind momentan bei Hetzer und die machen einfach nichts gegen DDoS-Angriffe, beziehungsweise haben da nichts gegen. Und deshalb müssen wir mit dem Update eine externe DDoS-Protection haben, die auch sehr gut funktioniert, die uns bislang keine Probleme gemacht hat. Wir sind da in guten Kontakt mit denen. Und ja, da müssen wir zu den Serverkosten die DDoS Protection natürlich auch noch zahlen, was natürlich auch noch ein Kompromiss ist, womit wir uns einlassen müssen, weil das eben auch Kosten sind, neben den Serverkosten, die wir übernehmen müssen. Das ist natürlich nicht das Beste, aber wir wollen halt wirklich die Sicherheit garantieren, dass wir bei externen Angriffen gegen uns, beziehungsweise bei DDoS-Angriffen halt wirklich nicht down sind. Es gab in den letzten Tagen ein paar Probleme, will ich jetzt nicht so genau drauf eingehen. Da wurde aber im Hintergrund was angegriffen, haben wir bislang jetzt schon behoben, deshalb waren wir auch gestern für 4 Stunden oder so in Wartungsarbeiten, weil das ein Problem war, was wir so schnell wie möglich beheben müssen, weil wir eben eine Uptime garantieren wollen, dass das Netzwerk halt online ist, damit man halt wirklich nicht irgendwie Probleme beim Spielen hat. Es gab da ein paar Probleme beim Release. Wir haben auch ehrlich gesagt beim Release nicht mit so vielen Spielern gerechnet. Hatte vielleicht auch einfach mit ein paar Streams noch zu tun. Vielleicht hast du mitbekommen. Gaming Guys hatte da noch gestreamt, der auch also über 1000 Zuschauer hatte. Das war absolut krank. Also eben Release war richtig krankes Ding auf jeden Fall, ja. Hat uns natürlich gefreut so und wir haben gesehen, dass das Interesse da ist. Und dann waren wir halt ein paar Stunden online und haben uns gesagt, ja, es sind jetzt hier Fehler und um die müssen wir uns kümmern. Wir haben jetzt die Möglichkeit, wir bleiben jetzt dauerhaft online, müssen zwischendurch immer wieder offline gehen, in Wartungsarbeiten gehen, die Fehler beheben. Wenn wir offline sind, können wir die schneller beheben und sind so produktiver und können vielleicht noch die einzelnen Features, die jetzt gesagt haben, die unbedingt haben wollen, reinmachen. Also haben wir uns dafür entschieden, wir bleiben jetzt 7 Tage in Wartungsarbeiten und beheben die großen Fehler, die aufgetreten sind und kümmern uns darum und machen das lieber vernünftig, anstatt immer offline zu gehen, weil du kannst dir als Server-Owner das wahrscheinlich selber vorstellen, wenn du Server-Owner wärst, wenn du dauerhaft offline gehst als ein Server und dann wieder online, da schadet dein Server einfach enorm drunter,
wenn die Leute denken, du hast Probleme oder so oder du kannst nicht vernünftig den Server anhalten, dann gehen wir lieber eine Woche an Wartungsarbeiten. Und wie man jetzt auch an den Zahlen sieht, läuft es eigentlich an sich ganz gut und wir haben keine großen Probleme wie vorher mehr. Keine Lags, also Lags konnten wir bislang noch nie feststellen. Und wenn es Lags gibt, dann sind das keine DDoS-Angriffe, aber die kommen zu 99% nicht durch. Also natürlich, wir bekommen tagtäglich DDoS-Angriffe, aber die werden halt wirklich von der DDoS Protection gefiltert, was auch ziemlich praktisch ist. Aber genau, es lag halt, wie gesagt, nicht an DDoS-Sachen. Und kurz mal zu der Blöcke-Sache, dass die Blöcke weggebackt sind. Das war tatsächlich gar nicht serverseitig, sondern halt, das war ein kleinseitiges Problem. Bei den Testen ist uns das nie aufgefallen. Aber wie gesagt, das war kein Problem vom Server aus. Das kann ich auch nochmal bestätigen. Und das haben mir auch gerade nochmal die anderen Entwickler bestätigt, dass es halt auf jeden Fall kein Problem von uns war. Dass es einfach ein kleines Problem war. Dafür können wir nichts und genau, das war halt das Problem, das wir da hatten. Aber wie gesagt, du hast jetzt ja schon geäußert, deswegen passt das ja an sich. Inwiefern ist das kleinzeitig? Also ist das, weil die Internet-Connection zu schlecht ist oder ist das, weil mein CPU, meine GPU überlastet ist oder was soll ich jetzt hier unter kleinzeitig verstehen? Kleinzeit in dem Sinne, dass es liegt nicht an deinem PC oder so, sondern einfach, dass es von deinem Client kommt, nicht vom Server aus. Weil es lag wahrscheinlich einfach in dem Moment an der Runde. Es hat halt im Endeffekt viele Faktoren, woran das liegen kann. Aber wir sind uns da ziemlich sicher, dass es halt nicht am Minecraft ist, sondern einfach vielleicht am Rendern oder so. Das war jetzt, glaube ich, nur in der einen Runde und ist danach nochmal aufgetreten oder gab es irgendwie noch mehr Probleme mit den Blöcken? Redest du gerade über die Runde, wo die Blöcke einfach mega verzögert kamen? Genau, das meine ich. Achso, nee, das habe ich sogar im Video extra nicht angegeben, weil ihr eben meintet, dass das kleinzeitig ist, sondern, also da bin ich auch wirklich nicht der Einzige, dem das passiert ist, sondern dass eben teilweise beim Bridgen einfach die Blöcke dann, also weißt du, dieses Problem, das man früher zum Beispiel auf Endengames hatte, dass man wirklich nicht mal einfach normal wie heißt das, Jump Bridgen kann, sondern dass da die Blöcke weg sind oder dass teilweise auch die Blöcke einfach geplaced werden und dann nachher wieder verschwinden. Also das ist mir jetzt besonders, glaube ich, am Release ist mir das ein paar öfters mal passiert. Habe ich auch ein paar andere Leute, ich hab natürlich meine Informationen gesammelt und habe auch ein paar Leute um Hilfe gefragt, wegen eben Bugs finden und so weiter, damit ich die auch aufzählen kann. Und da ist mir relativ oft die Rückmeldung gekommen, dass zum Beispiel Bilderverfahren relativ krank laggt manchmal, beziehungsweise halt einfach, ich spiele kein Bilderverfahren, ich kann das nicht so wirklich, kann das nicht wirklich bezeugen oder, das kommt jetzt auch nicht von mir, aber das habe ich auf jeden Fall gehört und jetzt, heute da hat jetzt auch gerade in den Chat geschrieben, dass heute beim No-Shiften die Blöcke weggebackt sind. Eben, ich weiß nicht, an was das liegt, weil, ihr seid ein Server, der geproved hat, dass er das auch, dass er das kann, das Bridgen ohne Probleme ermöglichen. Und das war halt dann einfach in dem Moment ein bisschen komisch, beziehungsweise halt ungewohnt, sage ich jetzt mal, dass das dann trotzdem passiert ist. Ich kann mir das nachher gerne nochmal angucken, aber jetzt im Großen und Ganzen, vor allem bei den Bug-Reports, die wir erhalten haben, ist das auch nicht irgendwie Thema, oder beziehungsweise es war halt kein großes Thema bei uns und das wurde auch irgendwie noch nicht thematisiert, dass jetzt die Blöcke irgendwie voll auf wegbuggen. Und ich, in der Zeit, wo ich gespielt habe oder auch wo Teamleader gespielt haben, war das auch nicht unbedingt Thema. Vielleicht gab es das 1-2 Mal, das kann ja sein. Es ist halt immer noch die Bedrock Edition, wo das Block-Placing auf jeden Fall einen großen Unterschied hat, wie mit der Java Edition. Das kann man miteinander nicht vergleichen. Muss ich mir nachher nochmal angucken. Aber in der Vergangenheit hatte ich und auch sonst relativ wenige Spiele eigentlich Probleme mit dem Blöcke-Placen. Im Zweifelsfall kann es auch einfach daran liegen, dass das Internet vielleicht nicht so gut war oder andere Faktoren, wie gesagt. Manchmal kann es auch einfach von Minecraft kommen. Okay. Und wie gesagt, ich meinte das eben nur mit dieser Runde, wo die Blöcke verspielt ankommen. Da bist du oder Bex, einer von euch auf jeden Fall auch auf mich zugekommen wegen dem. Aber dann würde ich einfach an dieser Stelle sagen, dass die Leute, wenn eben das auftreten soll, dass die das klippen und dann in Bug-Reports schicken, weil nur so kann man maybe
oder könnt ihr den Fehler finden oder versuchen nachzustellen, sage ich jetzt mal, oder einfach den Grund herauszufinden für das. Also seid ihr da auf jeden Fall auf die Community-Hilfe angewiesen, wenn sowas passieren sollte, denke ich, oder? Genau, ja. Okay. Ja, gut. Nicht gepartnerter Server gezeigt hat, dass Restation ein- und Jump Bridgen supporten kann. Der dritte Punkt, das Netzwerk wurde in vielen Betrachtungsweisen ins Lächerliche gezogen. Ja, zu der kann ich halt nicht wirklich viel sagen, die Aussage ist leider etwas ungenau. Jedoch kann ich auf jeden Fall versichern, dass ich wirklich nie böse Absichten hatte. Ich verdanke Restation. Kann ich kurz nochmal unterbrechen hier. Ist vielleicht eine etwas leere Behauptung erstmal, die ich da getroffen habe. Im Endeffekt setzt dieser Satz eigentlich nur alle diese Punkte zusammen, die ich da gesagt habe. Und ich hatte mir den Stream auch nochmal angeschaut, der uns halt da, wie gesagt, gemeldet wurde, der da halt oben auch beschrieben ist vom 7.3. Und da wurden halt viele Aussagen getroffen, die ich jetzt nicht 1:1 wiederholen kann, die wir halt nicht okay fanden. Ich denke, du solltest deine Streams besser kennen als ich. Ja, also auf jeden Fall. Ja. Ne? Ja, das ist zum Beispiel diese eine Aussage da, dieses, glaube ich, Restation, seid ihr dumm oder sowas? Glaube ich, so war das, Genau war sicher, sowas, das ja. war sicher eins. Ja, eben, da kommen wir auch später noch bei der Entschuldigung drauf, aber ja, wie gesagt, da sind ein paar Aussagen gefallen, die ich, wenn ich könnte, zurücknehmen würde. Und ich selber nicht okay bin, dass ich diese Aussagen getroffen habe. Halt echt viel auf YouTube, sei es von Erinnerungen und Erfahrungen, die ich machen durfte, und bin halt nur mit diesem Update unzufrieden. Und der vierte Punkt, die Behauptung, einen Modus kopiert bzw. geklaut zu haben. Die Beweise dagegen haben wir dir bereits zur Verfügung gestellt. Ich habe, soweit ich weiß, diese Aussage mal in den Raum geworfen, aber jedoch nie als Fakt behauptet oder hingestellt. Und als ich dann die Proofs bekommen habe, habe ich das natürlich auch sofort zurückgezogen und mich dafür entschuldigt. Zudem würde die ganze Aussage nicht wirklich Sinn machen, weil eben der Clutches ist ja nicht von Riser zum Beispiel jetzt erfunden worden, sondern das gibt es auch ewig lange schon auf anderen Servern, zum Beispiel Anti-AC. Das ist aber auch schon ein bisschen länger her und hat meiner Meinung nach nichts mit diesem Stream zu tun. Wir als Netzwerk zeigen... Genau, kann ich auch noch mal kurz was zum letzten Punkt hier sagen. Und zwar wegen dem Modus, natürlich haben wir ihn nicht selber erfunden, aber uns wurde der, wie du auch eben bestätigt hast, halt unterstellt, dass wir denen von einem anderen Server kopiert haben, beziehungsweise Features da kopiert haben. Ich denke, wir sind auf unsere eigenen Contents angewiesen und die bekommen auch bei uns genug Aufgaben. Und erfunden haben wir den Modus auf keinen Fall, da wollen wir uns gar nicht irgendwie vorziehen. Wir haben uns natürlich auch an den vorgegebenen Java-Servern orientiert und es wurde sich einfach extrem viel gewünscht bei uns, dieses Clutches oder allgemein Trainingsmodis, die wir jetzt ja auch neu gemacht haben. Und wir sind einfach auf die Vorschläge der Community eingegangen und das war auch das Hauptthema da. Genau, war jetzt nicht das Ziel, dich jetzt nur wegen diesem Punkt da, dir den YouTube-Rang zu entfernen. Aber nur wegen dem Stream war der YouTube-Rang jetzt nicht die Entfernung, sondern das war jetzt auch noch ein Punkt, der dazu kam. Also es war jetzt nicht auf den Stream bezogen, der Punkt, ne? Um das mal kurz klarzustellen. weil du hast ja oben dabei die Gründe sind folgende. Hast halt den Stream als Grund angenommen. Das habe ich ein bisschen komisch gefunden, aber ich kann es natürlich auch verstehen, dass das einfach ein weiterer Faktor ist, der dazugekommen ist. Dass ihr da zu dieser Entscheidung gekommen seid, kann ich natürlich verstehen. Da habe ich auch nachher noch eine Frage dazu. Aber passt, mach weiter. Kurz mal wichtig zu erwähnen ist, das hatte ich auch in den Kommentaren gestern gelesen, irgendwie sowas, also wir haben deinen YouTube-Rang nicht nur wegen diesen Punkten entfernt. Das ist ziemlich wichtig nochmal zu erwähnen. Du weißt selber, in der Vergangenheit gab es da so ein paar Diskussionen, die wir da geführt hatten, die wir halt eben nicht vergessen haben. Und wir haben halt auch damals gesagt, das ist jetzt so, ne, die letzte Chance, ne? Vielleicht kannst du dich erinnern. Und das nochmal wichtig zu erwähnen, das war jetzt nicht nur wegen den Punkten hier in dem Beitrag, sondern in der Vergangenheit gab es noch 1, 2 Probleme, womit wir halt nicht zufrieden waren. Und das hat sich einfach mit der Zeit ein bisschen gehäuft und dann haben wir den Entschluss getroffen. Das ist auch kein persönlicher Entschluss, das ist einfach ein Entschluss von der ganzen Leitungsebene hier. Wir persönlich haben nichts gegen dich und hatten es auch nie. Und du weißt selber, dass wir da öfters in deinen Streams vorbeischauen und dich mal supporten oder so. Und ja, wie gesagt, das ist keine persönliche Entscheidung, weil das alle auch wissen.
Das ist einfach eine Entscheidung, die wir als Netzwerk treffen mussten und nicht als Person. So. Also, wie gesagt, wir haben nichts gegen dich und das solltest du auch wissen. Ja. Ja, voll, das habt ihr auch angegeben und das ist, habe ich auch, glaube ich, sogar im Video erwähnt, dass das natürlich aus Sicht des Netzwerkes ist, als Netzwerkleitung und da kann ich euch auf jeden Fall verstehen. Also ja, wäre ich jetzt in deiner Situation, dann ja, hätte ich wahrscheinlich gleich reagiert. Also ich kann mich auf jeden Fall an dieses eine Szenario erinnern mit dem, als wir, glaube ich, irgendwie über Teammitglieder geredet haben und dann hat einer hat irgendwie seine Probleme mit Teammitgliedern geschildert und dann habe ich auch irgendwie gesagt, dass ich mit einigen nicht zufrieden bin. Also an so eine Situation kann ich mich erinnern und einfach, dass ich halt allgemein nicht so aktiv war auf Rush Nation, was eben seine Gründe hatte. Aber natürlich auch an dieser Stelle dann noch Dankeschön, dass da ihr meinen Rang nicht entfernt habt, weil ich habe da auch ja relativ wenig Content gemacht. Ja, dass das maybe auch noch ein Grund war. Aber sonst kannst du mir danach auch noch, wenn der Stream off ist oder so, die weiteren Gründe sagen, wenn du. Oder jetzt, es kommt nicht davon, aber. Können wir ja nachher nochmal drüber reden. Ja, genau. Perfekt. Naja, dann machen wir weiter. Uns gegenüber halten sie im Stream schockiert und beenden daher die Partnerschaft mit dir. Da wir bereits in der Vergangenheit darauf hingewiesen haben, auf das Verhalten gegenüber dem Netzwerk zu achten, ziehen wir nun diesen Entschluss. Soweit zu der Nachricht, mit der ich erfahren habe, dass mein YouTube-Rang weg ist. So, dann kommen wir jetzt zum nächsten Punkt, meine Entschuldigung. Ja, als allererstes, ich bin mir bewusst, dass mein Verhalten in dem Stream wirklich inakzeptabel war und ich fühle mich nicht wirklich wohl, diese Aussagen einfach so im Raum stehen zu lassen. Deshalb gibt es jetzt hier dieses Video. Leute, die mich etwas besser kennen, wissen, dass ich manchmal leider etwas schneller rede, als mein Gehirn denkt. Durch solche Situationen, wie eben jetzt zum Beispiel mit Bilal, gerate ich leider öfters in Rage, in welchen ich dann kombiniert mit dem eben erwähnten, teilweise Aussagen treffe, welche wie in diesem Fall gröbere Konsequenzen haben können. Wenn es wirklich nach mir gehen würde, würde in all meinen Streams eine entspannte Stimmung herrschen, wo sich einfach jeder gut aufgehoben fühlt. Ja, leider, sage ich jetzt mal, bin ich auch nur ein Mensch und auch ich habe einen Makel. Da ich halt selber nicht merke, wenn ich eine Grenze überreite, wie in diesem Fall, bitte ich jetzt euch um Hilfe. Denn, ja, man braucht es nicht zu stoppen, aber das ist halt wirklich auch was, was mir eben besonders nach diesem Stream wirklich auch aufgefallen ist, weil ich mich auch noch an andere Streams erinnern konnte, bei denen ich dann doch relativ laut wurde. Und ich persönlich, wie gesagt, bin ein relativ ruhiger Mensch, auch privat. Und ja, es ist mir relativ unangenehm, eben auch zum Beispiel jetzt, wenn ich Leute beleidige. Ich bin gar kein Fan von Beleidigungen. Und mir passiert es trotzdem manchmal, dass ich dann halt Leute ein bisschen gröber angehe. Und einfach an dieser Stelle eben an meinen Chat, dass ja, ihr auf mich zugeht und dann auch einfach mal schreibt, chill, komm runter. Weil eben, wenn man dann, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber wenn man dann halt mal wirklich so weit ist, dass es ist, hat man wie so ein rotes Tuch vor den Augen und ist nicht wirklich selbstreflektiert in diesem Moment. Und deshalb ist das eben, finde ich, wichtig, dass man da, ja, dass ich da auch Feedback bekomme. Nicht nur von im Nachhinein zum Beispiel. Also eben, das war zum Beispiel auch was ich mit Lara diskutiert habe. Wieso ihr dann mir nicht direkt, hätte nicht mal im Stream schreiben sein sollen oder müssen. Oder auch einfach per Discord, dass ihr mir dann geschrieben hättet, yo, komm runter, was du da machst gerade ist nicht okay, weil so hätte sich auch Schaden verhindert werden können. I mean, klar, also das hat Lara zum Beispiel auch angegeben, dass ich euch jetzt nicht wirklich schaden kann. Ich bin ich bin zwar ein YouTuber, der hat ein bisschen Reichweite, aber im Gegensatz zu diesem kompletten Rush Nation Netzwerk, das wirklich Spieler von aller Welt hat und so weiter, bin ich halt wirklich nur ein kleiner Teil. Und ja, trotzdem ist halt, maybe kann ich auf einige Leute Einfluss nehmen mit meinen Aussagen. Und ja, maybe hätte man so ein bisschen Schaden verhindern können. Aber ja. Ja, kein Problem. Das gehört halt auch dazu, quasi, wenn man Streamer ist, dann passieren halt eine Situationen, vor allem wenn es live ist, so die man halt nicht verhindern kann. Das ist halt kein Video. Und wenn man da halt manchmal ein bisschen emotional handelt und dann halt mal irgendwie, keine Ahnung, eine Beleidigung droppt oder so, ist es ja an sich auch nicht schlimm. Bloß halt, hast du schon recht, man hätte da vielleicht bei deinem Stream dir schreiben können, dass man das vielleicht nochmal beachten soll.
Aber wie gesagt, ich habe ja auch im Forumbeitrag geschrieben, dass uns das eher gemeldet wurde. Ich war, glaube ich, am Ende des Streams mal kurz drin, habe irgendwie so mal Hallo gesagt oder so, wenn ich mich erinnern kann. Aber die anderen Sachen habe ich gar nicht mitbekommen. Deshalb, ich bin ehrlich, ich guck öfters deine Streams, aber ganz angucken tust du nicht. Ich habe sie halt nebenbei offen und höre halt ein bisschen zu so. Ja, genau, aber wirklich jetzt permanent in deinem Livestream war ich halt nicht, dann, aber sonst hätte ich jetzt bestimmt auch irgendwie die Chance ergriffen, um mal zu sagen, jo, was ist da los? Aber ja, genau, man ist auch, wie gesagt, auf die Community angewiesen, die da einen vielleicht ein bisschen unterstützt und ja, du hast jetzt hier fast 4000 Abonnenten, das ist natürlich schon eine Reichweite und vor allem in deinen Streams, ne, vor allem wenn das live ist, dann reagiert man da noch ein bisschen anders als in dem Video, ne, ist ja Ja, verständlich. auf jeden Fall eben. Das ist auch Ja. so ein Riesending, das auch viele Leute halt nicht nachvollziehen können, weil sie selber nicht streamen. Aber im Stream ist halt alles, was du gesagt hast, ist gesagt. Wenn du aus Versehen deine Adresse leakst, dann hast du die geleakt und dann gibt es kein Zurück. Und das ist eben genau das Problem, was wir hier hatten. Ja, aber das ist dann teilweise, oder ist halt dann auch meine Responsibility, dass ich da ein bisschen, ja, versuche eben zuerst nachzudenken, bevor ich Sachen raushaue. Aber ja, dann geht es teilweise so schnell und eben dann stackt sich das mit eben zum Beispiel diesem Bilal-Zeug und ja, dann ist es halt passiert und zurücknehmen oder ausradieren ist nicht möglich und ja, muss man zu der Aktion stehen und dann halt einfach auch die Konsequenzen dazu tragen. Jo, perfekt. Ich dabei bin, eine Grenze zu überschreiten, wie jetzt gerade eben dort passiert ist, bitte gebt mir das zu erkennen. Denn wirklich nur durch euer Feedback kann ich die Situation möglicherweise deeskalieren lassen. Deshalb, ich streame täglich, 20 Uhr auf YouTube circa, MCP, PvP-Content, also schaut doch da gerne mal vorbei. Würde ich es können, würde ich diese Aussagen komplett revidieren bzw. halt ungeschehen machen. Das ist leider jetzt im echten Leben nicht möglich, dass es passiert. Und ich trage jetzt davon die Konsequenzen, in dem Fall halt der Entzug meines YouTube-Ranges und ein Rush Nation Netzwerk, welches sich schockiert von mir distanziert. Ich sehe diese Aktion als verständliche Reaktion auf mein Verhalten an und ich bitte euch jetzt einfach auch Rush Nation deshalb nicht schlechter zu finden oder sogar sinnlos Hate zu verbreiten. Also liebes Rush Nation Team, liebes Rush Nation Netzwerk an sich, es tut mir leid, ich habe Sachen behauptet, die nicht stimmen und ich habe bei vielen Aussagen sehr übertrieben und das gehört sich nicht. Das war respektlos der Arbeit gegenüber, die geleistet wurde und die geleistet wird. Deshalb ein großes Entschuldigung von meiner Seite aus. Bevor ich jetzt aber zu der Kritik an dem Rush Nation 2.0 Release kommen will, möchte ich noch kurz auf eine Aussage Stellung nehmen, welche mir letztens unterstellt wurde. Ich hatte mit Lara, also einer Bilderin von Rush Nation, letztens auf dem Riser Discord eine spannende Auseinandersetzung gehabt. Wichtig hierbei ist aber zu erwähnen, dass Rush Nation sich ausdrücklich von ihren Aussagen distanziert. Also diese Aussage ist in keiner Weise mit Rush Nation verbunden. Das war auch so wichtig, dass ihr das wisst. Und zwar meinte sie an dem Punkt, dass ich die ganzen Sachen ja nur sage, weil ich Riser promoten will. Also dass ich Rush Nation schlecht rede, sage ich jetzt mal, weil ich halt Riser damit promoten möchte. Und deshalb möchte ich auch hier nochmal ausdrücklich festhalten, meine Kritikpunkte sind auf keiner Weise mit Riser verbunden, sondern spiegeln lediglich die Meinung von einem Rush Nation Spieler wider, welcher sich sehr auf die Rush Nation V2 gefreut hat, auf das Skywars. Und ja, ein bisschen enttäuscht wurde. Und ich möchte auf jeden Fall nicht, dass meine Meinung nur auf die Promotion eines weiteren Netzwerkes reduziert wird. So, kommen wir nun zu meinen Kritikpunkten. Ihr wisst sicher, dass ich das Update ja schon mal vor 3 Monaten testen durfte und sogar dazu ein Video hochgeladen habe. Nach dem Performance-Test wurde ich dann angefragt, ob ich meine Verbesserungspunkte und Bugs niederschreiben kann und dem Team weitergeben kann, damit diese vor Release behoben werden können. Hier ein Screen der Liste, welche ich dann an Bex gesendet habe. Und er meinte darauf, kein Problem, das wird natürlich alles behoben. Dann bin ich halt, wie gesagt, beim Release gejoint und habe angefangen, Skywars zu spielen. Und musste halt einfach feststellen, dass kein einziger Bug bzw. Verbesserungsvorschlag von mir behoben oder umgesetzt wurde. Die Pots waren immer noch verbuggt beim Release, die Blumen droppen immer noch, beziehungsweise das Gras halt mit den Samen. An den Blocksorten wurden nicht herumgeschraubt und sogar der Essensbug, welcher extrem nervig ist, ja, der existiert einfach auch immer noch. Es wurde zwar nicht auf meine Verbesserungsvorschläge eingegangen, was ja noch voll okay ist, weil es sind halt Verbesserungsvorschläge, aber sogar meine Bug-Reports wurden ignoriert. Besonders dieser Essensbug regt mich mega auf und das war halt so ein richtig
ja, so ein großer Punkt, welcher mich halt sehr gestört hat. Der zweite Punkt, welcher mir aufgefallen ist, Kann ich vielleicht kurz noch Kleines zu sagen? dass das gar es stoppt bei mir, ich muss immer so dreimal klicken. Okay, ja, genau. Ach so. Kannst du dazu äußern? Genau. Viele der Bugs, die da aufgetreten sind leider immer noch oder waren. Einige wurden natürlich auch schon mittlerweile behoben. Ich weiß nicht, ob du das Skyward schon getestet hattest. Beziehungsweise die anderen Modis. Mittlerweile, was meinst du mit mittlerweile? Also nicht beim Release, ne? Also schon jetzt maybe, aber beim Release. Jetzt, genau, jetzt meine ich. Vieles davon, wie zum Beispiel der erste Bug, waren einfach Fehler von der Server-Software, die wir selber erstmal der Server-Software melden mussten, was wir auch getan haben. Genau, und da müssen wir einfach auch selbst erstmal warten, bis das die Server-Software behoben hat, weil wir darauf auch angewiesen sind. Wir haben schon den größten Teil der Fehler versucht selber zu beheben, beziehungsweise haben sie auch selber behoben, auch zum jetzigen Stand natürlich. Was heißt, also kannst du das aufzählen, welche Fehler das waren? Also wenn wir jetzt nochmal. Ich weiß jetzt nicht genau, welche du jetzt angesprochen hattest, genau. Aber Fehler, die uns zum Beispiel beim Release gemeldet wurden in den Channeln. Ach so. Nein, weil, also ich kann sonst auch die Nachricht von Bex kurz raussuchen. Weil eben, wie gesagt, ich habe ihm ja eine Liste gemacht, weil er auch wirklich aktiv auf mich zugekommen ist und gesagt hat, yo, Chill, kannst du mir das sagen? Also das wären zum Beispiel einmal die Pots, also das habe ich auch im Changelog gesehen, dass ihr das ja dann erst auch im Nachhinein bearbeitet habt. Dann das mit dem Blumendroppen ist halt weniger ein Bug, beziehungsweise es kann als Bug gesehen werden, je nachdem, ob das gewollt ist oder nicht. Dann das mit dem XP langsam droppen, da könnt ihr nichts für, das ist halt Minecraft-seitig. Vielleicht kann man das schneller machen, I don't know, ich habe da nicht wirklich einen Plan davon. Dann das mit den Blocksorten ist auch eher ein Verbesserungsvorschlag. Das mit den Maps habe ich jetzt komplett gelassen, weil das ist halt ein bisschen schwierig in P. Und halt dieser Foodbug, aber den hast du schon angesprochen. Ja, zum Beispiel diesen Pots, also, I mean, ist das Pot-Ding, ist das jetzt auch Server-Software oder hat das wirklich schon das gehört auch Server-Software. Aber, okay. Ach ja, okay, aber, okay. Ja, dann ist das maybe dann ein bisschen Kommunikationsfehler. Ja, vielleicht könnt ihr mir das maybe schreiben, weil das war halt wirklich auch so ein rechter, ja, sag ich mal, Down oder ein Schlag, so sage ich jetzt mal, weil eben ich wurde angefragt so und dann join ich drauf und dann ist halt einfach nichts von dem, was ich gesagt habe, wurde halt angenommen bzw. Umgesetzt. Und da war ich halt dann schon erstmal recht, sage ich jetzt mal, erstaunt, wieso da halt nichts gemacht wurde. Und da wurde halt eben, wurde auch nicht, ist niemand auf mich zugekommen und gesagt, yo, Chili, wir haben das gesehen, wir haben es versucht zu implementieren, liegt aber nicht an uns, sondern an der Server-Software, bitte gedulde dich. Ja, klar, man könnte das, also vielleicht hat Bex das einfach vergessen, aber sowas wäre sicher auch, sowas wäre sicher auch einfach, ja, gut für Kommunikation, sag ich jetzt mal. Ja, kann ich auf jeden Fall verstehen. Zu dem Blumen- und Grasdroppen, ist das extra? Wollt ihr das so? Also gewollt ist ja schon, man kann ja die ganze Map bauen in Skywars, aber es ist auf jeden Fall, was ich auch gemerkt habe in den letzten Tagen beim Skywars-Spielen, auf jeden Fall ziemlich nervend, wenn immer dein Inventar voll mit solchen Sachen ist. Ich weiß nicht, ob die immer noch droppen. Ich bin mir da gar nicht mehr so sicher, ob das jetzt immer noch so ist. Müsste man vielleicht einfach nachher mal nochmal nachschauen. Ich will jetzt hier nichts behaupten, aber ich meine, es ist nicht mehr so. Wenn doch, dann werde ich mich auf jeden Fall darum kümmern, dass es behoben wird. Okay. Und halt im Allgemeinen vielleicht maybe das Ganze ein bisschen weniger machen, weil eben, ich meine, es ist zwar schön für die Map, aber zum Spielen ist es halt relativ, also ein bisschen unnecessary, sage ich jetzt mal, weil es halt eben auch teilweise das Bauen behindert. Also ich weiß gar nicht, ob man das bei euch kann, dass man direkt Blöcke auf einen Grashalm platziert, aber es gibt zum Beispiel auch Server, wo wenn man da einen Block drauf platziert, dass der dann oben spawnt. Nee. Also kann man das einfach. Nee, das geht nicht, ne. Ja, okay. Nee, einfach, das ist halt was mir richtig aufgefallen ist. Und ich meine, eben Ästhetik und so, schön, aber an sich fürs Gameplay halt relativ nervig, beziehungsweise halt unwichtig. Ja, dass man vielleicht da noch Tweaks an den Maps machen könnte, wenn das geht. Genau. Also schreibe ich mir mal gleich auf, dann gebe ich auch. Ist halt immer wichtig, wir sind halt wirklich auf Feedback der Community angewiesen, weil nicht jedes Teammitglied kann jeden Fehler finden, weil die Teammitglieder melden uns den immer direkt. Oder nicht jedes Teammitglied kann jetzt zum Beispiel in jedem Stream dann das so sehen. Deshalb sind wir wirklich angewiesen, dass auf unserem Discord oder im Forum einfach gemeldet wird.
die Fehler, und dann kümmern wir uns darum, dann bearbeiten wir die, dann geben wir die den Entwickler, der dafür zuständig ist, und der behebt das auch eigentlich. Also so läuft es halt bei uns ab. Und wir sind ja auch daran interessiert, einfach Fehler zu beheben. Das ist ja auch ziemlich wichtig so, dass das Netzwerk umso besser läuft, deswegen, ja. Mhm. Ja, voll. Okay, ja, dann Jo. machen wir weiter. Ne? Okay, so Vorschläge. Aber sogar meine Bug-Reports wurden ignoriert. Besonders dieser Essens-Bug regt mich mega auf. Und das war halt so ein so ein großer Punkt, welcher mich halt eventuell sehr gestört hat. Der zweite Punkt, welcher mir aufgefallen ist einfach, dass das Ganze ausgesehen hat, als wäre es einfach nicht getestet worden, beziehungsweise halt unzureichend getestet worden. Es kommt teilweise so rüber, als wären Sachen gecodet worden und dann einfach direkt released worden, ohne einmal getestet zu werden. Beispielsweise diesen Hungerbug, den hätte man, wenn man eine Runde Skywars gespielt hätte, hätte man den direkt rausgefunden. Und dann frage ich mich halt, wieso dann released wird ohne diesen Bug, welcher sicher schon bekannt war, weil ihr habt ja sicher Skywars getestet, oder Skywars gespielt. Was anderes kann ich mir ja nicht vorstellen. Genau, wieso der überhaupt noch existiert. Ich kann mich zum Beispiel auch daran erinnern. Ja, eben an dieser Stelle haben wir die Frage beantwortet. Wieso stoppt das nicht? Ja, genau. Also die Frage haben wir jetzt dann beantwortet. Ja, an sich der Punkt, warte, ich gehe ja, glaube ich, noch weiter ein. Das mit dem, zum Beispiel eben das mit dem Permission-Bug. Ja, eben, ich konnte mir halt irgendwie gar nicht vorstellen, wieso der Bug jetzt noch da ist, weil der euch zu 1000% aufgefallen. Also der müsste euch ja auffallen, wenn ihr Skywars spielt, und ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr nie Skywars gespielt habt, bevor ihr das released habt. Ja, genau, wieso das noch da war. Eben vielleicht hättet ihr das auch in einer Information oder so schreiben können, dass es auf jeden Fall momentan noch Bugs gibt, die aber nicht in eurer Hand liegen, weil so etwas sicher einerseits Verwirrung, andererseits halt die Meinung vielleicht ein bisschen geändert von Leuten, die dann dachten, yo, das ist Rush Nation schuld, dass jetzt die das nicht gefixt haben, wenn ihr da in echt wirklich einfach gar nichts dafür könnt. Genau. Ich gehe da, glaube ich, noch genau auf den Punkt ein. Jo. Man im Spiel war, einfach in die Wartelobby tippen konnte. Also das war eben auch so ein Ding, rumswitchen konnte. Also einfach ein Permission-Bug bei dem Release von Rush Nation. Frage. Ja, es gab. Dieser Permission-Bug, ich bezweifle jetzt mal, dass der an der Server-Software lag. Seid ihr nie auf die Idee gekommen? Oder dass das möglich sei? Mit den Write-Listen oder was? Nee, also ich habe das aus verschiedenen Richtungen zugespielt bekommen, dass man früher zum Beispiel sich eben, während man in einem Game war, sich in die Lobby tippen konnte, weil es gibt ja so verschiedene Welten, also ich kenne mich jetzt nicht so aus mit Minecraft. Mit Slash World und so. Ja, genau, dass man dann in die Wartelobby tippen konnte und so weiter. War das einfach irgendwie, oder aus welchen Gründen war das noch da? Habt ihr das einfach übersehen, oder ist euch das wurde dann höchstwahrscheinlich übersehen, ja, genau. Okay. Haben wir dann aber auch direkt behoben, nachdem uns das gemeldet wurde. Ja gut, Teammitglieder haben jetzt ehrlicherweise nicht jeden Befehl wie Slash World und so getestet, aber ja, wurde dann behoben und tut uns auf jeden Fall leid, wenn das wirklich so ein großes Problem war. Aber mehr als beheben können wir halt eben auch nicht so, ne? Aber war dann, der Grund dahinter war dann höchstwahrscheinlich einfach, dass es halt niemand gemerkt hat oder niemand dran gedacht hatte, dass man sich so in andere Welten tippen kann. Ja, es ist halt normal, dass bei einem Release immer Fehler auftreten. Uns war klar, dass Fehler auftreten werden und dass wir vor allem jetzt in der Zeit viel damit beschäftigt sind, die Fehler zu beheben. Die meisten haben wir jetzt schon behoben und wir arbeiten jetzt auch wieder an neue Features für die ganzen Modis. Also wir arbeiten wirklich an sehr coolen Updates, die sich sehr viel gewünscht wurden. Und ich glaube, das ist auch das Wichtigste, dass halt einerseits alle Fehler behoben werden und damit auch dann ständig für die derzeitige Modis Updates kommen. Und das war auch unser Ziel damit. Und ich denke, das klappt momentan ganz gut. Wir schreiben immer auf unseren Discord dann, was wir so behoben haben. Jetzt gestern haben wir das gar nicht geschrieben, aber wir haben auf jeden Fall, also wir arbeiten wirklich täglich mehrere Stunden am Netzwerk, vor allem die Entwickler, vor allem auch Bex, der arbeitet sehr viel am Netzwerk. Ja, genau. Unser Ziel ist schon, dass wir da möglichst viele Fehler finden und die auch beheben. Das ist ja das, was wir alle wollen, glaube ich. Ja, voll. Nee, also ich zähle jetzt wahrscheinlich noch weitere Dinge auf im Video. Also was für mich darauf schließen
kann. Also ich habe gerade eine Nachricht bekommen, dass das mit dem Server-Bug eher an der Proxy liegt als an der Server-Software und dass das ein anderer Server geschafft hat zu fixen. Was sagst du dazu? Kann ich jetzt nichts zu sagen. Kann sein. Kann sein, okay. Ja, maybe vielleicht das Encontrol oder so. Keine. Ja, wie gesagt, hat mir jetzt gerade ein geschrieben, der sich ein bisschen besser mit dem Ganzen auskennt. Jo. Emily. G-Rush. Jo, geht das? Wirkst du? MLG Rush Maps, wo die einfach keine Betten hatten in Ranked. Ah, genau, das war auch noch so ein Ding. Wie ist es dazu gekommen, dass da Maps... Junge, nicht so ganz verstehe. Gott, das kannst du einfach stoppen, ja. Wie ist es dazu gekommen, dass ihr Maps geused habt, bei denen keine Betten waren? Also, ihr müsst... Du meinst MLG Rush? Ja, genau, MLG Rush. Ja, ich glaube, das war diese eine Burger-Map. Ich glaube, das war nur bei einer Map, oder? Ja, die fand ich tatsächlich relativ cool und war da auch relativ... Also, ich dachte so, okay, ist das jetzt irgendwie... Ja. Ist uns wahrscheinlich beim Einrichten gar nicht aufgefallen, aber nachdem uns das reported wurde, haben wir die direkt entfernt und haben halt auch in den letzten Tagen neu hinzugeguckt. Haben wir einfach nicht gemerkt, war ein Fehler von uns. Vielleicht ein bisschen doof gelaufen so, aber kann halt mal passieren. Ja, voll. Okay, ja, gut, dann mach weiter. Ich drück nichts mehr. Das Casino ist unverbuggt. Ja. Ist das immer noch so, dass das man Casino verbuggt ist? Also ich habe das nie ausprobiert, weil ich nicht so viele Coins habe. Aber ja, hat mir auch jemand geschrieben, dass das Casino sich da ständig closed und dass man da einfach seine Coins verloren hat. Ist das so? Beziehungsweise, lol, ich werde gerade geradet. Also, angeblich. Jo, okay. Ja, ja, das ist so ein Insider von ein paar Leuten. Easy. Ja gut. Dann. Genau, das mit dem Casino. Ich bin tatsächlich ein ziemlich aktiver Casino-Spieler. Das können bestimmt einige bestätigen, dass der Bug auftritt. Bei mir persönlich trat der nicht so oft auf, aber er trat schon ein paar Mal auf. Wir sind auf jeden Fall dabei, den zu fixen. Ist halt, wenn ein Spieler auf den Server joint, dann wird das geschlossen. Das ist der Fehler. Genau, haben wir uns auf jeden Fall aufgeschrieben und sind wir gerade noch bei am Fixen. Also der ist noch nicht behoben. So. Aber sind wir, wie gesagt, dran. Okay. Ja, dann lass weitermachen. Einfach sein Geld. Die Rakete, welche man bekommt, wenn man sowas für 10 da Euro habe ich aus Versehen den Sound drin gelassen. Das ist ein bisschen unglücklich. Nee, den habe ich nicht raus. Ja. Stimmt. Ja, deshalb ist das... Ich habe das Video eigentlich aufs 18 Uhr geplant. Und bis das Ganze dann durchgerendert ist und hochgeladen ist, dauert es eben ewig. Und dann haben wir uns dazu geschlossen, dass wir das doch dann noch, die ganzen Boxes hat noch ein paar andere Sachen drin gehabt, bei denen ich noch nicht zufrieden war, dass wir das noch beheben. Am Anfang war da eben noch die Stimme drin, deshalb. Ja, aber zum Glück wird die ausgeschrieben. Ja, ich kann kurz noch was zu den Raketenbugs sagen. Den hatten wir beim Testen ehrlich gesagt auch. Ist uns dann aber nach einer Zeit gar nicht mehr aufgefallen, beziehungsweise ist ja nicht aufgetreten. Kam jetzt wieder, kümmern wir uns auch drum, beziehungsweise wurde sich, glaube ich, schon teilweise darum gekümmert. Ja, aber ist halt auch nicht, wie gesagt, ein direkter Fehler von uns, ne? Okay, ja, voll. Und das ist noch das mit dem Spawn der Endermilben aufgefallen, welchen dann in Billefefa beim Werfen der Pearl spawnen. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Feature ist oder ein Bug. Ja, aber... Ja, gut, das war auch ein Bug, ja. War? Also gibt's den nicht mehr? Ich bin mir gar nicht sicher, ob der jetzt noch besteht. Kann ich jetzt nichts sagen. Aber ich weiß nicht genau, ob das jetzt ein Nugget-Fehler war oder nicht. Ich glaube, der müsste schon behoben sein. Wenn nicht, dann tut's mir leid, aber wird sich auf jeden Fall darum gekümmert. Also der ist uns auf jeden Fall bekannt. Okay. Aber das ist aufgefallen. Und dem Team von Rush Nation sicher auch. Das dritte... Was mich auch interessieren würde kurz, du meinst denn gerade wir, mit wem hast du denn das Video so gemacht? Also, wer hat dir denn so dabei geholfen? Ja, damit man das ein bisschen besser verstehen kann. Ja, ich möchte jetzt aus verschiedenen Gründen das jetzt nicht wirklich beantworten, aber auf jeden Fall maybe kannst du es dir denken, aber ich habe ja auch ein paar Friends, die auch aktive Rush Nation spielen und ich da um Rat gefragt habe. Ja, es sind Quellen auf jeden Fall, denen ich vertraue, aber ich habe jetzt nicht jeden gefragt, ob ich den Namen raushauen kann, deshalb ja, lass ich es lieber. Genau. Aber es sind so Problem, 4, 5, 6 Leute, die ich einfach nach einer kleinen Liste gefragt habe. Ich habe auch noch 2 weitere tatsächlich Clips bekommen, aber die habe ich dann nicht ins Video reingetan, weil die maybe auch, ja, ich habe gehört, dass man gestrikt werden kann, weil wenn man Bugs zeigt, die
ja, ausgenutzt werden können, damit man irgendwie Games gewinnen kann oder so. Deshalb habe ich die jetzt nicht reingeschnitten. Kann ich dir sonst auch nachher noch schicken. Aber einen, Gerne, glaub ich, also. ja. Hm? Nein, fast schon. Okay, perfekt. Mhm. Ja, wie gesagt, weil es immer so klingt, als ob da so ein ganzes Team hinter ist, deswegen Ja, war nee, das so ein eben, bisschen es interessant. sind eben 4, 5, 6 Leute, die sich da ein bisschen Mhm. genauer auseinandergesetzt haben, weil ich eben auch aus verschiedenen Gründen nicht wirklich so aktiv auf PlayStation gespielt habe und natürlich auch sehen wollte, ob diese Bugs, die mir aufgefallen sind, auch bei anderen aufgetreten sind oder ob das wirklich irgendwie nur mal ein einziges Zeug war, das mir passiert ist. Aber ja, deshalb. Also es ist nicht ein großes Team dahinter. Das war wirklich einfach nur das Video habe ich halt gemacht, eben um das klarzustellen und weil halt schon letztes Mal, als mein YouTuber-Rang weg war, schon letztes Mal schon riesen Sache geherrscht hat und einfach 1000-mal gefragt wurde und so hab ich halt gerade 2 Klappen in einem geschlagen, sag ich mal, oder Fliegen. Einerseits eben Klarstellung, wieso das so passiert ist, Entschuldigung und gleichzeitig, was ich sowieso eigentlich schon machen wollte, eben so ein Video dazu, was mir nicht so gefallen hat oder die Gründe dazu, plus eben Verbesserungsvorschläge. Genau. Okay, ja. Die Ranganpassungen. Das ist zwar auch jetzt nicht mich, weil ich habe Ja, oder wollen wir es zuerst durchgucken? ja, würde ich sagen. nicht den Ultra-Rang, sondern nur den Astro-Rang, glaube ich, also diesen Astronaut-Rang. Und halt mitbekommen, dass verschiedene Sachen aktualisiert wurden. Als Beispiel nenne ich hier, dass man neuerdings mit dem Ultra-Rang, welcher mal mit 85 Euro kostet, also 85 Euro, nicht wie vorher bei dem, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, alten Rush Nation Join-Mies erstellen konnte, sondern halt jetzt nur noch einmal alle Stunde eins erstellen kann. Also einmal 1 pro Stunde. Wo man vorher halt das einfach normal jede Runde ein Join-Me machen konnte. Ich stand mal kurz davor, mir diesen Rang zu kaufen, halt wirklich nur wegen den Join-Me's, als ich da das erste Mal meinen YouTuber-Rang verloren hatte. Und hätte ich damals gewusst, dass man dann später nur noch alle Stunde ein Join-Me machen könnte, hätte ich mir den mit eigentlich größter Sicherheit nicht geholt. Zudem hat man zum Beispiel auch in MLG. Ich kann kurz was, weil ich denke mal, gleich kommen noch ein paar mehr Themen. Ja, Kurz das noch was ist zum Ultra eine sagen. wichtige Sache, da sind es auf jeden Fall viele und haben auch viele als Kritikpunkt. Genau. Hau mal aus. Habe ich auch schon mitbekommen, dass mit Ultrarang, wir haben das mittlerweile auch schon auf 20 Minuten runterreguliert. Das habe ich gesehen. Aber du musst dir auch vorstellen, wir haben mittlerweile über 250 Ultraspieler auf dem Netzwerk. Was? Und Echt? ich kann jetzt keine genaue Zahl Ja, wie viele das sind, das auf jeden brauchst Fall du auch nicht, aber um die krank. 200. Ich will mich auch nicht so weit aus dem Mhm. Fenster lehnen. Ja. Ich habe jetzt keine genaue Zahl. Auf jeden Fall, dass es um die 200 die Ultra haben. Und du musst dir vorstellen, jetzt ist die Hälfte davon online auf dem Netzwerk und machen alle einen Join Me. Dann wird das komplett voll gespammt. Und das wollen wir halt damit ein bisschen verhindern, beziehungsweise ein bisschen regulieren, damit die nicht jede Sekunde einen Join machen. Und wir wollen ja auch, der Sinn hinter einem Join Me ist ja auch, dass viele Leute reinkommen. Wenn jetzt 50 Join Me's offen sind, wie willst du die dann einen Join Me raussuchen? So? Das macht unserer Meinung nach keinen Sinn. Wir haben das schon von einer Stunde auf 20 Minuten runterreguliert. Und das ist meiner Meinung nach eine gute Lösung. Und ja, genau. Ich kann gleich noch was dazu sagen. Ich finde es auch ein bisschen doof, dass jetzt der ganze Ultra-Rang gleich geredet wird wegen diesem einen Feature. Weil der Ultra-Rang hat noch viele andere Rechte dazu bekommen und wurde mal verbessert. Der kann auch private Server jetzt erstellen, so. Also der hat Zum schon Beispiel? Verbesserungen bekommen, keine Verschlechterung. Also was kannst du nachgucken. Ja, Also ich kann es sowas eben wie- nicht, ich wie- kann das Alter ja nicht. Also ich hab da Ach so, keinen ja. Screen davon, was da gepinkt Ich weiß jetzt nicht, also ich kann jetzt nicht genau jeden einzelnen Punkt nennen. Zum Beispiel private Server kann der Ultrarang machen. Ja. Bei den Clan-Einstellungen kann er sehr viel machen. Er kann bei dem Friend-System einen Status setzen und so. Also genau die neuen Rechte, die auch beim Premium Russia und Astronaut-Rang dazukommen sind, die kann er halt auch alle machen so. Und ja, finde ich ein bisschen doof, dass der Ultrarang da wegen diesen einen Join Me-Feature quasi ein bisschen runtergeredet wird. Das war so der einzige Kritikpunkt daran. Wir kommen aber gleich mal zu anderen Produkten, da kann ich auch gerne was zu sagen. Habe ich ja noch ein paar Worte für dann. Ja, voll. Ja, eben nach kommt ja noch das mit dem Name-Tag auch Genau, noch. ja. Ja, da war eben maybe von mir auch in dem Fall ein bisschen übertrieben geredet. Ja, also eben damals, sage ich jetzt mal, oder sicher auch jetzt heute, weil ich bin jetzt nicht so ein krank aktiver Skyblock-Spieler, aber war halt wirklich dieses Join Me halt in dem Fall für mich und sicher für viele andere auch
eins der wenigen Features an dem Rang, das wirklich, also das actually so Value gebracht hat, weshalb ich mir vorstellen könnte, das zu kaufen. Und ich kann jetzt halt auch diese ganzen Leute verstehen, die das jetzt auch wegen dem gekauft haben und jetzt halt, ja, ohne dass sie darüber, ich weiß nicht immer, ob das, also ich denke, das geht sowieso, dass man die Ränge pieken kann, beziehungsweise fixen kann oder verändern kann. Aber dass die Leute, die das halt wegen dem gekauft haben, jetzt mega unzufrieden sind, dass sie das nicht mehr können. Weil sie können ja jetzt irgendwie auch nicht das Geld zurückverlangen oder so, weil wenn sie das nur wegen dem geholt haben. Ich bin froh, dass das von 1 Stunde auf 20 Minuten reduziert wurde. Auf der anderen Seite beispielsweise bei Skywars-Runden ist es ja so, dass, also die letzten Tage, heute war es okay befüllt, aber auf jeden Fall, die letzten Tage war das recht leer teilweise. Und da ist es halt, fände ich jetzt, also denke ich, ist es wichtig, dass die Leute auch checken, wann jemand da ist oder wann Leute zum Skywars spielen können, weil sonst halt, ja, man geht rein und dann wartet man für 10, 15 Minuten, bis da die Runde mal voll wird. Das wäre halt maybe eine Möglichkeit, wo das Join Me halt wirklich auch was bringen könnte. Ich verstehe den Punkt natürlich maximal, dass du nicht willst, dass der Ding zugespammt wird, der Chat. Das habe ich mir tatsächlich auch gedacht. Aber ja, es ist halt ein bisschen frustrierend jetzt als Käufer, als User, dass du das nicht kannst. Aber ich verstehe natürlich den Gedanken dahinter. Hm. Ja, wir hatten tatsächlich auch ein anderes System vorzumachen mit den Join Me Tokens quasi, dass man das mit Tokens macht, aber das wäre gegenüber den Spielern bzw. den Usern, die den Rang gekauft haben, noch ein bisschen mehr unfair. Also haben wir uns lieber dann für die Entscheidung, getroffen. Und ja, ich bin mit der Entscheidung zufrieden. Ich kann das natürlich verstehen. Aber ein 20 Minuten Delay ist jetzt auch meiner Meinung nach nicht das Schlimmste. Und muss man halt irgendwie mit klarkommen, weil irgendwie muss man einen Kompromiss treffen. Wir wollten auf keinen Fall dieses Feature für den Rang entfernen, weil sich das viele wegen diesen Rang nur wegen diesem Feature gekauft haben. Und ja, das ist eben das Kompromiss 20 Minuten Delay. Das ist jetzt nicht viel, das sind 2 Roten Skywars und ja, zu Skywars mal kurz zu sagen, unser bewusst, dass vor allem die Skywars in UAC-Runden etwas unterbefüllt waren, sage ich mal. Wir haben jetzt auch schon so ein Double Coins Event in beiden Modis gemacht, um die ein bisschen mehr anzuspornen, das Spielen darin. Und dementsprechend auch eine Belohnung, wer am Ende des Monats halt Top 1 ist und so und Top 2 und Top 3. Die bekommen dann halt genau so einen Gutschein, um einfach damit ein bisschen mehr Spieler zu bekommen. Wir haben da in der Zukunft natürlich noch ein bisschen mehr vor. Aber ja, das ist erstmal so unsere Umsetzung davon. Okay. Ja, gut. Jo. Bekommen. Und soweit ich da informiert bin, bekommt man die jetzt, glaube ich, auch nicht mehr. Das 4. wären die Coins. Und zwar, oh ja, das ist auch was mich und neu andere gemacht, viele, beziehungsweise es wurden halt neue Sachen zugefügt, ja, eben diese ein bisschen belastend finden, das mit den Coins. Das ist jetzt nicht nur bei den Tieren in der Lobby so, die man ja nicht mal, also die kann man ja, glaube ich, nicht mal mit Coins kaufen. Aber das ist halt auch bei den MLG Rush Sachen, also da hat man ja auch so Tokens gehabt, die sind jetzt auch nicht mehr da. Dann Bildlevel Plattform und Enderpearl hat auch recht viel gekostet. Ja, also da frage ich mich halt, weil ihr habt ja Datenbanken und da ist das ja auch gespeichert. Also hätte man da nicht irgendwas machen können, dass man zum Beispiel das zurückbekommt oder dass das halt übernommen wird, sage ich jetzt mal. Ich denke mal, du willst auch eher da auf die Pads drauf eingehen, dass ich da kurz was zu sage. Das ist, ja. Ja. In der Vergangenheit gab es halt Pads in der Lobby. Da hatten wir auch geplant, ich weiß nicht genau, ob das umgesetzt wurde, dann müsst ihr nochmal Absprache mit Bex halten. Aber die Planung von sich an war eigentlich, und was auch, ich habe es gerade bestätigt bekommen von dem Moderator, die Sachen, die gekauft wurden einfach als Coins zurückerstattet. Also als Coins? Echt? Als Coins zurückerstattet. Also wurde mir gerade gesagt, ja. Also das war auch der Plan. Was denn mein Coin? Ich habe mir 2 Kits gekauft. Hm. Ansonsten habe ich mir nichts mit Coins gekauft und ich habe jetzt noch so 16k. Das heißt ja, ich müsste ja übel wenig haben. Plus natürlich die ganzen Coins, die man für Tiere eingegeben hat, hätte man zurückbekommen, sagst du? Ich meine schon, also 50.000 müsstest du mindestens zurückbekommen. Ich glaube, es war auch nur die Sachen in der Lobby. Okay, dann habe ich wohl irgendeinen Denkfehler gehabt bei meinen Coins.
Okay. Ja, also nur beim Release halt diese 50k, genau. Mhm. Ja, okay, Müssten es komisch. rein theoretisch sein, ja. Komisch, ja. Ja, ne, eben, das ist mir halt aufgefallen, als ich, als ich mir diese 2 Kits gekauft habe und nachher hat sich das mit den Clan. Ich hatte ja meinen Clan, ne? Den habe ich mir äh, bei Performance-Test habe ich mir den gemacht. Und dann nach dem Performance-Test ist natürlich das alte, also die normale Datenbank nicht, die jetzt geused wird. Also die wurde ja nochmal resettet, dass du alles normal zurückbekommst. Und ich war halt noch irgendwie im Gedanken, dass ich den Clan noch habe mir dann die Kits gekauft und dann habe ich zu wenig Coins gehabt für, für den Clan. Also ich habe auch gerade ein paar Nachrichten, dass sie die Coins nicht bekommen haben. Also zum Beispiel einer schreibt, dass er 80k für ein Village ausgegeben hat und keine Coins zurückbekommen hat. Ja, ich meine, es waren nur 50.000 dann. Die man maximal wir, zurückbekommen hat, oder wie? ja, ich meine schon. Da bin ich mir ehrlich gesagt gar nicht so sicher. Jetzt kann ich jetzt nicht genau was zu sagen. Mhm. Aber ich wurde mir gerade so bestätigt, dass es bis zu Ja. 50.000 waren, ja. Okay, also da schreiben recht viele, dass sie gar nichts Genau. zurückbekommen haben. Aber okay, in dem Fall. Also wir haben halt keine Lobbypads oder so zurückgesetzt, weil das wollten wir halt so machen, weil man die auch einfach aus den Kisten gewinnen soll und man die nicht 1:1 übernehmen soll, sondern es einfach dann mit den Coins ein Ausgleich ist. Ist für den einen oder anderen nicht unbedingt so fair, kann ich auch nachvollziehen, verstehe ich auch. Aber das ist halt die Entscheidung, die wir getroffen haben. Und ja, tut mir auch immer leid für die Leute, die jetzt da was verloren haben. Aber mit dem neuen Update müssen wir halt auch eben irgendwo neue Anziele streben und das wollten wir halt wirklich so machen, dass wirklich alles nur aus den Keys gezogen wird. Okay. Also ich glaube, ich weiß da die Antwort schon drauf, aber das mit der Online-Zeit, die war ja mega buggy im alten. Also das hat da, also irgendwie war das irgendwie, dass der Intage zu klein war oder sowas in der Datenbank, dass das ja nachher in den Minuswert gegangen ist. Ist das so? Oder an was hat es jetzt gelegen, dass die Online-Zeit zurückgekommen ist? Genau, es gab da ja in der Vergangenheit einige Probleme damit, dass die halt falsch gezählt wurde teilweise oder halt auch in den Minusbereich ging. Da gab es halt ein Problem bei der Programmierung. Das gestehen wir uns auch ein und deshalb mussten wir die zurücksetzen. Halt, wir konnten, dann wären das falsche Daten am Ende gewesen. Das wollten wir auch nicht, wenn wir die jetzt irgendwie übertragen hätten, das versucht hätten. Deshalb sagen wir einfach so, das neue Update ist quasi für alle Spieler ein kleiner Neuanfang. Die Sachen, die sie davor erspielt haben, wie zum Beispiel Skyrim-Sachen, behaltet man noch. Oder halt die Coins oder so. Und die Ränge, also die gekauften Sachen, die behält man alle noch so. Aber die V2 oder das neue Rush Nation, wir haben keinen genauen Namen dafür. Nach dem Rush Nation Update ist es für alle quasi ein Neuanfang so. Und das war auch unser Ziel. Und ja, da muss man halt damit irgendwie klarkommen. Tut uns natürlich leid in der Sache, aber ja, können wir irgendwie nicht groß ändern, weil halt die Online-Zeit jetzt neu gezählt wird. Aber ich denke, das gibt auch für die Leute, die jetzt nicht so viel Online-Zeit hatten oder einfach neu auf Rush Nation sind, nochmal eine Chance, mehr zu bekommen. So. Okay. Genau. Ja, also ich habe gerade jemand geschrieben, Opening Chest, also Chest Opening ist zu teuer, weil das kostet ja 15k, oder? Und du kannst halt teilweise 250 Coins herausbekommen. Ist das dann nicht ein bisschen so, ja, bisschen riskant oder unfair, sage ich jetzt mal, weil 15k im Gegensatz zu 52 jetzt, also doch sehr wenig. Ja, das stimmt schon. Das habe ich selber auch schon gemerkt und wurde uns auch schon in den letzten Tagen öfters gemeldet bei uns, dass wir daran arbeiten sollen. Arbeiten wir gerade dran und soll in den nächsten Tagen auch nochmal ein Update bekommen. Haben wir jetzt nicht konkret dran gedacht, dass es vielleicht doch ein bisschen unfair ist, weil 15.000 Coins doch relativ viel sind für so eine Kiste. Und wenn man dann halt nur so wenige Coins rausbekommt, ist es ein bisschen unfair für den Spieler. Aber es ging auch darum, so ein bisschen um Glück und Unglück. Aber man kann schon viele Coins erfahren, meiner Meinung nach. 15.000 Coins kannst du in 1-2 Stunden locker erfahren, wirklich. Also was wenn ist das nicht sogar eine halbe Coins, Stunde. das du gewinnen kannst? Kann ich hier nicht beantworten. Okay. Weiß ich jetzt nicht. Aber du kannst auf jeden Fall, das Krasseste, was du da halt gewinnen kannst, sind halt die ganzen Gadgets so. Und vor allem solche Autos und so. Ja, genau. Ja, das ist sicher nice. Ja, okay, haben wir sonst noch was? Nee, passt eigentlich. Jo. Mach weiter.
weiter. Ja, ich habe mir damals auch Pets geholt für die Lobby und habe da schon eine Menge Coins reingesteckt. Und die sind halt jetzt einfach weg. Also ich hatte damals einen Wolf, den muss ich jetzt nur neu gewinnen oder kaufen. Das heißt, all diese Coins, die man zum Beispiel auch beim Rang kauft, da bekommt man ja auch Coins, bekommen hat, die sind einfach weg. Die sind einfach nicht mehr da, das muss man jetzt neu holen. Das 5. wäre jetzt einfach mein eigenes Empfinden, aber aus irgendwelchen Gründen, welche stoppen, näher benennen. Ja, gut. Genau, wegen den Wang-Coins. Also wie viele Wang-Coins bekommt man bei Astronaut? Weißt du das? Astronaut, ich kann kurz mal gucken. Man bekommt 30.000 Coins. 30.000 Coins, okay. Nee, weil, eben, da meinte auch einer vorher, dass er einen Wolf hatte, 15k, der hat damals 15k Coins gekostet. Plus hat er halt die ganzen Rush-Nation Kits, also die ganzen Rush-Nation Perks, also Ender Pearl und Rettungsplattform. Ich weiß jetzt nicht genau, wie teuer die sind oder waren, aber die waren auf jeden Fall schon recht teuer. Und als er das erste Mal auf Rush-Nation gejoint ist, hatte er 12k Coins. So, also, I don't know, und eben auch viele andere haben es geschrieben, ob das jetzt richtig umgesetzt wurde oder so. Aber ja, vielleicht könnte man ja nochmal nachgucken, ob das wirklich so war. Beziehungsweise, wieso bekommt man maximal 50k Coins zurück? Und wenn man jetzt kein mega krasser Spieler war und so viel gezockt hat und dann auf einmal bekommt man nur noch, sag ich mal, 50k zurück, obwohl man keine 600k rein investiert hat, das Zeug. Du meinst beim Neuanfang, ne? Also beim Update. Ja. Ja, da wir es einfach als Neuanfang für das ganze Netzwerk gesehen haben, wie bereits schon gesagt. Und ja, das einfach eben Sachen waren, worauf wir uns einlassen mussten. So. Okay. Das haben wir halt als Team zusammen getroffen, die Entscheidung. Und ist natürlich klar, dass nicht jeder damit zufrieden ist, können wir verstehen. Und tut mir dann auf jeden Fall auch leid, wenn es da irgendwie große Probleme gab, aber es war halt quasi so ein Release-Geschenk, ne? Wir hatten erst Überlegung, dass wir es halt gar nicht machen so, aber ja, dann haben wir das lieber gemacht und ich denke, das ist ein gutes Kompromiss quasi. Wird nicht jeder damit zufrieden sein, aber dass wir wenigstens den Spielern ein bisschen zurückgeben. Okay. Die Map Pokéball wird auch relativ oft angesprochen, habe ich auch PN bekommen. Einerseits, dass man sich dort zum Bett durchbacken kann. Also ich habe die Map, glaube ich, zweimal gespielt. Hat mir, glaube ich, nicht so gut gefallen, weil es nur einen Eingang gab. Aber ja, ich höre, dass man sich da durchbacken kann. Ich weiß zwar nicht genau wie, aber maybe, dass man das nochmal anguckt und maybe fixt. Und dass irgendwie das Bronze mal nicht gespawnt ist am Anfang. Aber ich denke, das ist ja mittlerweile behoben, hoffentlich. Ja, okay. Also eben viele sagen, man hat nichts bekommen bei den Coins. Also ich kann da nichts sagen, dazu sagen, aber viele meinen, dass sie nichts bekommen haben. Okay, ansonsten einfach mal irgendwie mal im Support melden oder so. Aber eigentlich an sich hat man was bekommen. Also es wurde mir jetzt von mehreren bestätigt, deswegen ist ein bisschen komisch, ja. Aber genau, zu der Map Pokéball, die ist ja neu. Wurde ja von unserem Bilderteam gebaut. Dass man nicht da durchbacken kann, wissen wir schon Bescheid, ist halt ein Banngrund, ne, muss einfach reported werden. Aber können wir doch mal drüber gucken, auf jeden Fall, dass man sich da quasi nicht mehr durchbuggen kann, ne? Okay. Ja. Genau, und das mit dem Bronze-Spawn sind wir auch schon seit ein paar Wochen dran. Ist ein etwas komplizierterer Bug, aber sind wir auf jeden Fall dran. Okay. Machen wir weiter. Finde ich das Knockback und die Range auf Rush Nation teilweise einfach mega komisch. Und meiner Meinung nach hat sich das Blockplacing früher besser angefühlt. Wie gesagt, woran das liegt, weiß ich nicht. Das macht es natürlich auch nicht wirklich einfacher zu fixen. Aber ja, das ist halt einfach auch so ein Ding, wieso mir das Update nicht so wirklich gefällt. Und der letzte Punkt, welchen ich mir da aufgeschrieben habe, ist das Skywars. Denn als ich anfangs gehört habe, dass halt Rush Nation Skywars bringt, also ein deutscher Server, der wirklich versucht, dieses Gomme bzw. halt Java Skywars in die Bedrock Edition zu bringen, hat mich das mega gefreut und ich war wirklich mega hyped. Meine Freude wurde dann halt durch mega viele Sachen gedämpft. Wenn ich zum Beispiel jetzt Skywars spiele, habe ich irgendwie das Gefühl, einen Abklatsch von dem Java Skywars zu spielen, der sich irgendwie nicht richtig anfühlt. Die Entscheidung, die ROT zu deaktivieren, hat mir zwar anfangs mega missfallen, so, ich hätte das eigentlich mega gerne gespielt, also mit ROT zu spielen, so wie in Java ist wirklich, hätte ich mega cool gefunden. Aber so im Nachhinein oder beziehungsweise halt jetzt sehe ich dann halt schon für Mobiles, die es halt schon mega schwer haben, hätte das halt noch viel schwerer gemacht. Und ich glaube halt, dass hier weniger die Schuld bei Rush Nation liegt, sondern eher halt an Minecraft Bedrock, die dieses Crossplay
da dieses Crossplay einfach gewisse Dinge nicht fair umsetzbar macht, wie zum Beispiel eben diese Rot. Kleine Frage dazu, aber trotzdem, also, kann ich das stoppen? Ja, okay. Jo. Und zwar habe ich zu dem Punkt, also ich sehe den Punkt, ich sehe den Punkt auf jeden Fall, weil eben auf der Angel auf der Rot auf Mobile ist mega kacke. Aber dann kommt halt die Frage auf, wieso gibt es in Skywars und gibt es in Skywars nicht und in BW schon? Das ist doch genauso unfair. Und genau, wieso wurde da der Entscheid in Skywars der Entscheid getroffen, dass man ohne spielt und in Bedwars gibt es die für 5 Eisen, soweit ich das weiß. Ja, da haben wir auch ein bisschen drüber nachgedacht, warum wir die jetzt bei Skywars deaktivieren. Die Gründe waren halt wirklich wegen der Mobile-Sache, ne? Mhm. Genau, bei Skywars wurde halt die Rod deaktiviert, weil man halt stirbt. Also wenn man stirbt, hat man halt verloren, aber im BW halt eben nicht, ne? Also quasi im BW hat man ja die Chance noch zu respawnen und Skywars ist halt einmal tot, ist halt die Runde vorbei für dich. Das war halt unter anderem ein Grund. Und im BW hat man halt dementsprechend mehr Möglichkeiten, da zu respawnen. Und das ist ein einfacher Grund. Natürlich kann es teilweise unfair sein gegenüber Mobile-Spieler. Aber wie gesagt, bei Skywars hat man halt ein Leben oder man gewinnt oder gewinnt halt eben nicht. Und bei Bedwars hast du halt mehrere Leben so. Das ist die einfache Erklärung dafür. Okay, gut. Ja. Viel Mühe und Liebe, das sieht man auch und das schätze ich auch mega. Zieht mich das Skywars einfach nicht wirklich an. Genug Kritik jetzt. Wer etwas kritisieren soll aber auch Verbesserungsvorschläge bringen. Deshalb habe ich hier eine kleine Liste an Dingen gebracht, die man meiner Meinung nach verbessern kann. Genau, es sind einfach Ideen. Falls ihr selber Ideen habt, schreibt die in die Kommentare. Ich glaube, ja, das ganze Rush Nation Team wird dieses Video sicher sehen. Das erste, was mir halt aufgefallen ist und was eins der Dinge ist, die mich am meisten genervt haben, sind eben diese hohe. Könntest du da kurz einfach zu jedem Teil einfach kurz sagen, so, was da deine Gedanken dazu sind? Weil es sind halt wirklich einfach so Gedanken von mir, die mich jetzt ein bisschen gestört haben oder halt, die ich in der Form halt besser fände. Also kannst du zum Beispiel sagen, ob es umsetzbar ist oder nicht oder ob ihr euch da schon Gedanken dazu gemacht habt oder ob halt jetzt etwas, was zum Beispiel gar nicht kommen könnte oder so. Sowas in der Art? Ja, also das mit den hohen Gräsern haben wir auf jeden Fall schon drüber geredet. Mhm. Und achten wir in der Zukunft bei Maps auf jeden Fall drauf. Okay. Ja, genau. Ich kann jetzt zwischendurch immer was zu den vorschlagen. Das Bauen und andererseits ja halt Zeug droppen. Das heißt, man hat wirklich einfach so random Crap in seinem Inventar, welches man nicht braucht und welches einfach nur Zeit braucht auszuwerfen. Dass man da einfach die Anzahl von diesen Dingern ein bisschen verringert oder beziehungsweise viel geringert und dass die einfach, wenn man die abbaut, nichts mehr droppen. Mein zweiter Punkt wäre dann, dass es einfach im Allgemeinen weniger Items in den Chests gibt. Das heißt beispielsweise bei den Blöcken nur Holz und Stein oder vielleicht noch Bricks, aber halt zum Beispiel keine Erde jetzt dazu, die man halt dann wirklich gar nicht braucht, sondern einfach das Inventar zum Überquellen bringt. Habt ihr da schon was dran gemacht? Weil irgendwie, ich weiß nicht, aber irgendwie kommt es mir so vor, als hätte es weniger Sachen in den Kisten. Also, weiß ich nicht, aber habt ihr da was getweakt? Ich weiß gar nicht ganz genau, ob da jetzt was an den Kisten-Loot nochmal geändert wurde. Aber es gab da auf jeden Fall auch ein paar Spieler, die sich darüber beschwert hatten. Es kann sein, ja. Wie gesagt, ich bin da jetzt nicht genau up to date, ob da jetzt was geändert wurde, weil ich da noch keine Absprache mit den zuständigen Entwicklern hatte. Aber ja, okay, wurde mir gerade bestätigt. Ja, es gab auf jeden Fall da ein paar Änderungen. Okay. Genau, also da wurde auf jeden Fall was geändert. An sich an den Kistenloot und ja, wir sind halt, wie gesagt, immer möglichst daran, auf viele Vorschläge der Spieler einzugehen. Und das ist auch so unser Ziel mit dem Update wirklich, ne? Mhm. Auf die Community einzugehen, was die halt wollen. Und dann besprechen wir das und dann setzen wir das auch eigentlich recht schnell um. Genau, es wurde halt auch teilweise gern, weil es zu OP war oder halt zu viel Crap drin war oder so. Mhm. Also darauf sind wir schon eingegangen, ja. Ja, das mit den Blöcken, habt ihr da Ende entfernt? Also wie gesagt, ich weiß nicht, ob da jetzt entfernt wurde, aber zum Beispiel, also ich sehe halt den Nutzen jetzt nur zum Beispiel in Holz, Stein und maybe Bricks, weil Bricks gibt es ja auch in Java so, aber eben zum Beispiel Erde fand ich jetzt halt relativ unnötig, weil das halt, ja, hat man halt ein ganzes Inventar.
Erdöl entfernt. Okay. Ja, okay, passt für mich. Jo. Okay. Dass man mehr gezielt looten kann und das Ganze auch ein bisschen schneller geht und man sich nicht erstmal zumüllt mit Zeug, damit man nachher alles wieder rausshoppen kann. Bei den Kids fände ich es natürlich cool, wenn sie ein bisschen billiger wären und vor allem halt nicht verbesserbar. Weil dieses ganze System vom Verbessern. Ja, genau. Also billig, also eben das mit dem billiger nehme ich zurück. Ich finde, es ist okay oder gut, dass es teuer ist, dann holt man sich nicht direkt alle Kits. Aber das mit dem, also ich weiß nicht, ob das halt klar war im Video, aber das mit dem Verbessern finde ich immer noch relativ ungeil. Ich gebe ja nachher noch an, wieso ich das ungeil finde. Aber Ja. ja, ich gebe eigentlich an, wieso ich das kacke finde. Aber ja, es ist halt, ja, einfach das zum Klarstellen, dass das nur auf das billiger machen bezogen war und nicht auf das Ganze. Okay. Jo. Es irgendwie überlegt, meiner Meinung nach. Denn zum Beispiel ein Sweat, der das Game schon super oft spielt und gut darin ist, wird durch eben genau dieses Upgraden von Kits nur noch stärker und besser. Was meiner Meinung nach das Game einfach nicht wirklich fairer macht. Besonders jetzt, stell dir vor, du bist ein Anfänger und spielst Skywars. Und dann spielst du gegen jemanden, der das Skywars schon seit einem halben Jahr spielt und alles seine Sachen auf dem Max hat. Dann hast du ja als schon Anfänger, sag ich jetzt mal, noch viel weniger Chance. Das vierte, da hab kurz ich vorher schon drauf angesprochen, eingehen? das wäre der Also wieso ihr das genau eingefügt habt. Das mit den Upgraden, meinst du? Genau. Genau. Wir wollten halt ein einzigartiges Skillsystem haben mit auch verschiedenen Superpowern. Ja, das habe ich auch gesehen. Superpower. Das finde ich mega cool. Das muss ich sagen, finde ich echt cool. Und die man halt auch upgraden kann, weil stell dir vor, du hast jetzt jedes Kit so, ist cool, aber wie wäre es, wenn du jedes Kit hast, das geupgradet ist und wenn du es halt weiterhin upgraden kannst? Und so können wir auch in der Zukunft einfach mehr Upgrades da hinzufügen, damit man nicht alles hat. Ne? Okay. Und dass wir da immer wieder was hinzufügen können. Ich kann den Punkt aber verstehen, wenn ein neuer Spieler jetzt da ist und ein Spieler da ist, der jetzt schon sehr lange spielt und alles hat, das ein bisschen unfair ist, das stimmt. Aber damit muss man irgendwie in einer gewissen Art und Weise klarkommen, weil wie soll man das anders verhindern? Es gibt zum Beispiel auf Hive gar nicht sowas wie Kids. Da hat die ja dieselbe Chance quasi, da gibt es ja nur so kosmetische Vorteile, was auch ganz cool ist, was man vielleicht auch in der Zukunft hinzufügen kann zu den Kids irgendwie oder allgemein zu einem eventuell Level-System. Aber genau, das ist einfach so eine Sache, worauf man sich einlassen muss, wo wir dachten so, jo, das könnte eine gute Option sein. Und wurde jetzt, glaube ich, auch nicht so stark thematisiert, beziehungsweise auch kritisiert bei uns. Ja, aber die Kids sind schon gut balanced eigentlich an sich, also wirklich, wir haben uns da echt viel Mühe gegeben. Und ja, jeder kann durch den Chest-Loot seine eigenen Sachen bekommen. Ja. Okay. Genau. Ja, passt. Bei mir Cooldown. Motivation hinter diesem Cooldown könnte ich vielleicht verstehen, dass man irgendwie den Chat nicht so darüber haben wir will schon oder so. geredet. Ja, ich finde es nicht gut. Ich persönlich mag das auch nicht. Ich denke, da wird mir jeder Ultraspieler zustimmen. Schlussendlich liegt das an Rush Nation selber. Meiner Meinung nach sollte das Cooldown mindestens auf irgendwie alle 5 bis 10 Minuten runtergesetzt werden, falls dieser Cooldown wirklich nötig ist. Der 5. Punkt, welcher mir auch in den Streams teilweise sehr negativ aufgefallen ist, dass man gezwungen wird, einen Rush Nation Cape zu sehen. Ja, ich meine, ich finde das Cape schön. Das ist ein wichtiger Punkt. Wie heißt er? Keramik ist unter meinem Video drauf eingegangen. Ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt nicht mehr so in dem ganzen Cape-Dings drin. Ich kann mich auf jeden Fall erinnern, dass wir auf Riser so ein /Cape-Command gemacht haben, dass jeder sein eigenes, also dass, wenn man halt das Cape möchte, dass man dieses Cape einführen kann. Und das an sich ist, also keine Ahnung, eben, das hat mich halt ein bisschen aufgeregt oder regt mich immer noch auf, dass man halt gezwungen wird, sozusagen das Cape zu haben. Ich finde das Feature, finde ich cool, also dass man ein Cape haben kann. Aber dann frage ich mich halt, wieso jetzt eben jedes 16x-Dings, jedes 16x-Cape ersetzt wird und dann nicht einfach das optional gemacht wird, zum Beispiel mit einer Einstellung in dem Profil oder sowas. Wäre auf jeden Fall ein guter Kompromiss, worauf wir uns einlassen könnten mit einer optionalen Einstellung. Aber durch das Rush Nation Pack werden die normalen Capes einfach unsichtbar. Deshalb haben wir in das Pack einfach dieses Cape reingemacht. Und Leute, die eine Mojang Cape haben oder ein anderes Cape, bekommen einfach dieses Rush Nation Cape. Und wieso genau wird
Wie wird das unsichtbar gemacht? I mean, also ich weiß auf jeden Fall, dass es ein Pack gibt, welches die Player Entity bearbeitet. Das ist das Always Sharpness Partikel, glaube ich. Welches da das Player Model bearbeitet, aber inwiefern muss Rush Nation jetzt das Player Model bearbeiten, sozusagen? Also wieso ist das so? Ja, Wieso macht das Pack das unsichtbar? Weil wir halt das Pack, weil das ja jeder runterladen muss, das hat jeder. Und wissen wir selber nicht, warum das so ist, warum die Capes dann unsichtbar werden. Das ist einfach, was wir uns da überlegt haben, dass sie einfach ein Rotation Cape bekommen, anstatt ein unsichtbares Cape, was dann halt nicht existent ist. Okay. Ist halt vom Mojang aus so, kann ich jetzt nicht genau sagen. Andere Server, wie zum Beispiel Nether Games, haben das Problem halt auch. Okay. Genau. Ja, Hive, also zum Beispiel Hive beispielsweise, okay, Hive ist auch ein Partner-Server, aber Hive beispielsweise hat das ja nicht. Also, dort ist ja beides möglich. Also ist ja ein Custom Texture Pack plus ist halt, ja. Genau. Ja, okay. Ja, gut, ich glaube, der Vergleich zwischen Hive und einem Non-Feature-Server ist immer eine Ja, das schwierige ist immer Sache. kritisch natürlich. Ja. Fühle ich geehrt, dass ich euch vergleiche. Nee, aber auf jeden Fall, ja, kann ich natürlich verstehen. Carcode meint wegen den Flugzeugen. Aber wie gesagt, bin jetzt auch nicht da wirklich drin. Soweit ich weiß, kann man in die Flugzeuge reinsteigen, ne? Und dann rumfliegen. Kann das sein? Ja, das hat damit nichts zu tun, ne? Ja, also mein Playmodel. Ja, aber Carcode jetzt an dieser Stelle, du kannst doch einfach beispielsweise Minecarts oder sowas, die Textur davon verändern. Das wird ja in Modpacks und so weiter, wird das ja auch gemacht, dass vorhandene Sachen bearbeitet werden von dem Model her. Aber dann muss ja nicht das Player-Model bearbeitet werden, das kann ja immer noch das gleiche sein. Oder zum Beispiel ein Pferd, dass man wie in einem Dings drin sitzt und dann sieht das Pferd halt nicht aus wie ein Pferd, sondern das Pferd ist, ist halt dann ein eigenes Model. Aber wie gesagt, ich bin da nicht drin. Ich könnte das vielleicht mal mit Keramik angucken. Aber ja gut, passt. Ja, okay. Das Cape, da hat sich ja jemand sehr, sehr viel Mühe gegeben. Jedoch möchte ich, wenn ich mit dem 16x Cape joine, auch mein eigenes 16x Cape haben. Beispielsweise, wenn man jetzt ein HD Cape hat, also in Anführungszeichen HD oder halt allgemein Cosmetics, dann sieht man die. Aber nur diese normalen 16x Capes werden halt durch dieses Rush Nation Cape ersetzt. Da gibt es sicher andere Möglichkeiten, wie beispielsweise, wenn man das jetzt in den Settings aktivieren könnte oder so. Ja, das nervt mich einfach ein bisschen, dass ich da mein eigenes Cape nicht sehen kann. Der 6. Punkt wäre, ist vielleicht jetzt ein bisschen viel verlangt, aber halt, dass man einfach diese ganzen Private Server, das ganze System komplett überarbeitet. Ich weiß wahrscheinlich noch Contents, die sich das alles überlegen. Ja, komplett ist jetzt übertrieben, aber auf jeden Fall so einige Sachen, die man halt eben adden könnte. Wie gesagt, ich bin kein Content bei euch. Das liegt nicht an mir, euch da die Ideen zu geben. Aber eben sowas, eben mit so einem Overview, welche Custom-Server gerade offen sind und dass man maybe auch reinschauen kann, wenn man das einstellt. Also zum Beispiel, dass man /Settings macht und dann gibt es so eine Übersicht, welche eben, wo man sieht zum Beispiel, welche gerade, ob man den Private Server öffentlich machen will oder nicht. Aber zum Beispiel eben auch, dass man sich selber also für einen Spieler, also jetzt zum Beispiel ich als Chilio kann eine Liste machen von Leuten, die ich banne von meinen Private Servern, die dann da nicht aufjoinen können. Das wäre halt etwas, was ich bin Fire Private Server mega, weil das halt eben, wie gesagt, ein richtig guter Weg ist, um Sniper zu entfernen oder halt denen keine Chance zu geben, da wirklich mitzumischen. Aber eben, dass es dann halt dort wirklich nur so OP für dich selber gab, oder beziehungsweise halt, dass du selber Game Mode machen konntest. Und ich habe irgendwie auch Stories gehört, dass Leute gebannt wurden, weil sie in Private Servern Game Mode gemacht haben, was ich auch nicht so ganz verstehe. Aber ja, genau, dass halt noch einige Features hinzugefügt werden müssen, damit das ein bisschen besser spielbar ist, vor allem halt für YouTuber, weil ja, dieses Ding ist übel praktisch für YouTuber. Also es ist wirklich eines der besten Features, welches ein YouTuber hat. Besser als Nick und so weiter. Auf jeden Fall, ja. Zu den Private Server Systemen ist nochmal zu sagen, da haben wir sehr viel noch geplant, was wir umsetzen wollen. Genau sowas wie den Troll-Szene, das wurde vorhin auch noch gefragt in den Chat, das haben wir auch vor auf jeden Fall. Kann man ja nebenbei noch so sagen. Zu dem Bann, das habe ich tatsächlich selber auch mitbekommen, dass ein Spieler gebannt wurde, weil er in Game Mode war. Das war an sich, glaube ich, ein Fehler von den Teammitglied, wofür wir uns auch direkt entschuldigt haben. Der Spieler wurde direkt entbannt. Okay, das tut uns natürlich leid in dem Fall. Aber ja, wie gesagt, es war ein Fehler von den Teammitglied, was halt das auch nicht wusste und da auch nur auf einen Report geachtet hat. Deshalb entschuldigen wir uns auf jeden Fall dafür.
Aber ich denke, sowas kann auch mal passieren. Ja. Ähm, Dann zu dem Präsentationssystem. Die Vorschläge, die du genannt hast, sind auf jeden Fall sehr gut, dass man das quasi so ähnlich, beziehungsweise sich da ein bisschen an Hive orientiert, dass man Leute einladen kann, sowas, ne? Ja, true. Mhm. Genau, also wir haben da auf jeden Fall noch eine Menge geplant. Okay. Das ist, ja, das kann ich jetzt sagen. Ich will jetzt nicht genau sagen, was genau, weil ich möchte ja jetzt auch nichts irgendwie leaken schon. Aber ich kann sagen, dass wir da auf jeden Fall was geplant haben und auch unter anderem auf deine Vorschläge da eingehen werden, wie zum Beispiel ein Troll-System, ja. Voll. Okay. Können jetzt an dieser Stelle einfach nur mal so zum Beispiel /invite, /op, /private server open oder sowas. Da gibt es auf jeden Fall vieles, was man machen kann, was dieses ganze System von Private Servern ein bisschen interessanter gestalten würde. Oder maybe auch zum Beispiel, dass einfach Low-Rankler, sage ich jetzt mal einfach, das wäre auch Leute, mega die vielleicht cool. keinen Rang haben. Dass zum Beispiel jetzt ein Astro-Rang keinen 2-3 Mal pro Tag halt so ein Dings erstellen könnte. Weil, so wie ich das sehe, wird das Private Server halt System halt momentan fast nicht geused, beziehungsweise halt nur von YouTubern. Und das gäbe halt auch nochmal so eine, sage ich jetzt mal, eine Chance, da das noch ein bisschen so attraktiver zu machen, würde ich jetzt mal sagen. Plus würde es natürlich den Rang auch noch attraktiver machen, wenn man jetzt nicht diese 85 Euro hat, um diesen Ultra-Rang zu kaufen. Ja, auf jeden Fall. Hast du recht. Habe ich mir auch mal aufgeschrieben. Beziehungsweise allgemein sind wir, oder ich glaube, bei Ange war es vor allem so, dass er nochmal die ganzen Sachen, die du vorgeschlagen hast bei Skywars, er meinte auch, dass er alle Vorschläge von dir bei Skywars umgesetzt hat, soweit ich weiß. Also die wurden schon umgesetzt anscheinend. Genau, ist auch noch wichtig zu erwähnen. Aber sonst ist auf jeden Fall eine gute Sache, dass man nicht nur als Ultraspieler sowas bekommt, sondern quasi so ein Token-System macht, ne? Kann man drüber nachdenken. Ist auf jeden Fall ein gutes Feature. Nice. Oder vielleicht einen tiefen Rang, dass sie dann vielleicht das einmal oder zweimal pro Tag machen können, dass das auch wirklich genutzt wird. Das wäre zum Beispiel auch was. Die 8 kommt zu dem Punkt dazu, wieso ich nicht so Fan von Skywars bin, denn TNT-Jumps sind einfach nicht möglich. Auch eine Software, glaube ich. Irgendwo das mit dem T-Jump, also habe ich jetzt vorgelesen. Weil ihr meintet dann, also teilweise, also ich habe es wirklich mal gelesen, dass irgendwie das wieder möglich sein sollte und ich habe mich eigentlich easy gefreut, weil TNT-Jump macht halt Skywars mega attraktiv so, wenn du das wirklich ausprobieren kannst. Beziehungsweise macht das Kit auch attraktiv. Es gibt ja so ein Kit, das so TNT und so Zeug bekommt. Auch nur 4, Ja. was ich ein bisschen schade finde, weil 4 reichen meistens nicht für einen TNT-Jump. Aber ja, das liegt wahrscheinlich an der Server-Software, right? Genau, wir hatten auch sowas schon implementiert. Man kann das implementieren, auch mit der Server-Software. Mhm. Sind noch ein paar Fehler. Also wir haben es in der Beta sehr viel getestet. Sind noch ein paar Fehler aufgetreten, arbeiten wir aber dran auf jeden Fall. Ja, man sieht danach noch, glaube ich, einen Clip davon. Also wie das Ja, jetzt genau. aussieht. Ja. Aufgeschnappt, dass es dann doch wieder möglich sein sollte. Dann habe ich es getestet und ihr seht hier im Hintergrund, es hat einfach, es hat halt nicht funktioniert. Und ich bin der Meinung, dass man das sicher einstellen könnte und dass das sicher ein cooles Ding wäre, wenn man das halt in Skywars machen könnte, weil das würde auch nochmal ein bisschen mehr, sage ich jetzt, Pfiff in die Runden bringen. Der 9. Punkt wäre dann, was eher Selbstverständliches, finde ich, dass man halt über CLI und über das GUI möglich macht, Freunde und Clan-Sachen zu bearbeiten. Das heißt, für alle, die sich jetzt damit vielleicht nicht so ganz auskennen, dass man einerseits über die Commands, also zum Beispiel mit /clan, invite, Spielername, jemanden adden kann, aber auch über jetzt... Ja. Ich weiß nicht genau, ob ich da jetzt schon so viel zu sagen soll, aber so wie ich es heute gelesen hatte, wurde das schon umgesetzt oder sie sind gerade dabei. Aber ja, da sind wir auf jeden Fall direkt drauf eingegangen, auf den Vorschlag. Okay. Zum Beispiel vom GUI. Und das gleiche gilt natürlich für Freunde, dass man zum Beispiel /fadd Name machen kann und dann dieser auch geaddet wird. Dazu kommt dann halt einfach noch, dass beispielsweise, wenn jetzt der Spieler nicht online ist, dass du den trotzdem anfragen kannst und dass der halt, sobald er online kommt, was weiß ich, 50 Sekunden oder eine Minute Zeit hat, um das anzunehmen oder halt nicht. Geht das? Damit ihr nicht wirklich gleichzeitig... Das mit den Annehmen? Ja, also das ist, also keine Ahnung, bei Pixel gibt es das ja, oder ja, dass man da jemand einlädt und wenn der offline ist, dann wird das wie in eine Queue gesetzt und sobald der Spieler sich einloggt, dann hat er 5 Minuten Zeit, um das anzunehmen. Weil momentan ist es ja so, dass du, wenn du einen Spieler einlädst, muss der online sein und das
finde ich jetzt besonders, ich habe ja so ein Clan-Command und ein FA-Command, wo man sich das kaufen kann mit dieser Chili-Währung in meinem Stream. Und ich habe halt das Problem, dass dann die Leute dann manchmal einfach nicht online sind und dann stehe ich da 15 Minuten rum und warte, bis die Leute online kommen. Wenn das eigentlich ganz nice wäre, wenn das auch so gehen würde. Ja, kann ich immer mit den Entwicklern abstimmen. Okay, und irgendwas wollte ich noch sagen. Vielleicht fällt es mir wieder ein. Keine Ahnung. Jo. Online sein, damit diese Sachen angenommen werden können. Ein 10. ist ein bisschen kleineres, gehört auch zum Clan, dass man Clan-Kürzel änderbar machen kann. Das habe ich bisher nicht gesehen. Und halt einfach diesen ganzen Settings-Reiter im Clan, dass man dort auswählen kann, ob es public ist, welche Descriptions hat und so weiter, dass das ein bisschen besser gehandelt wird. Ich bin, wie gesagt, kein Content auf Rush Nation, das muss Rush Nation selber bestimmen, wie das besser gehen würde. Aber an sich finde ich das noch nicht gut, so wie es ist. Und der letzte Punkt, auch was jetzt meine persönliche Meinung ist, da kann ich auch nichts dran rütteln, aber vielleicht ein bisschen als Denkanstoß, ist der Preis der Name-Tags, beziehungsweise halt dieses Dinges unter dem Namen, wo man immer so ein 15, ich blende euch mal ein Bild ein, halt so ein Pfeil sieht und dann dahinter halt diesen Status, den man hat. Dieses Ding kostet momentan im Rush Nation Shop, ich weiß gar nicht, 9 Euro, aber halt eigentlich 12. Und 12 Euro für so etwas zu verlangen, ist meiner Meinung nach, ich sage jetzt eine Unverschämtheit. Wie gesagt, das liegt natürlich im Ermessen von Rush Nation, wie teuer das sein muss. Aber 12 Euro für etwas wie das, finde ich, ist einfach nicht angemessen und grenzt meiner Meinung nach schon an Abzocke. Genau, aber natürlich. Genau, dazu würde ich gerne was sagen. Das war ein Hauptpunkt, der mich sehr doll gestört hat im Video. Und zwar die Aussage, dass es irgendwie an Abzocke grenzt, beziehungsweise teilweise Abzocke ist. Ist schon eine ziemlich harte Aussage, meiner Meinung nach. 15 Euro oder sowas. Naja, sag ich so. Also, Abzocke ist meiner Definition nach so, dass man für etwas bezahlt und etwas nicht bekommt. Und das ist auch komplett, wenn es einfach überteuert ist. Also wenn du was kaufst, genau. das eigentlich ein Wert. Also zum Beispiel jetzt es ist halt momentan Angebot und Nachfrage, ne? Aber also Abzocke ist einerseits natürlich eben, wie du das gesagt hast, dass man es nicht bekommt, aber auf der anderen Seite eben auch, wenn man etwas komplett überteuert. Also ist meine Definitionssache, wie du gesagt hast. Genau, aber kannst ja mal rechtfertigen, wie du auf diesen Preis kommst. Wir haben damals darüber nachgedacht, den Preis deutlich günstiger zu machen und wollten den für, ich meine, 5 Euro anbieten. Dann haben wir uns darüber aber nochmal, also wir waren erst bei dem Preis 5 Euro für den Nametag und dann haben wir nochmal darüber nachgedacht, dann sind wir das nochmal durchgegangen. Ich kann jetzt nicht genau sagen, wie viel Prozent wir von unseren Einnahmen, also wir müssen ja quasi für jeden Kauf Gebühren erstmal abgeben, zum Beispiel an iOS, also an Apple, an Google oder an PaySafeCard oder an PayPal oder so. Ja, ne? nachdem, Überall müssen wir Gebühren abgeben. Die sind immer unterschiedlich groß und wie wir vielleicht noch mitbekommen haben wir jetzt auch eine iOS-App und wir müssen natürlich da auch die Preise durchgehen. Ich weiß nicht, ob hier jemand im Stream in der Materie so drin ist, aber bei iOS müssen wir bis zu 30% pro Kauf abgeben. Das ist sehr, sehr viel. Und da muss man quasi noch die Steuern dazu rechnen, die wir auch natürlich hier in Deutschland bezahlen müssen und auch wir bezahlen müssen. Die belaufen sich auch nochmal auf einen mittleren Prozentbetrag. Und dann sind wir ungefähr, wenn wir das so gerechnet haben, bei dem Preis, wofür wir das anbieten wollten. Also sind wir quasi zwischen 5 und 10 Euro, was wir dafür bekommen. Uns geht es nicht dabei, also uns geht es nicht darum, so viel Geld wie möglich zu machen bei diesen Custom Tag. Sondern es ist halt wirklich nur ein rein kosmetischer Vorteil, den man dadurch hat. Genau, und ich denke, würden wir etwas anbieten, was einen Vorteil hat im Spiel, wäre das mehr in der Kritik, weil, stell dir vor, wir bieten jetzt an, keine Ahnung, irgendein Feature, womit man einen mega krassen Vorteil hat in irgendeinem Modus und man damit sehr viel hat und dann würden das natürlich viel mehr kaufen. Das ist halt, wie gesagt, nur ein kosmetisches Feature, was man eben nicht kaufen muss und das halt auch wirklich nur Leute kaufen sollen, die sich das erlauben können oder halt einfach Leute kaufen, die den Server unterstützen wollen und halt einfach so einen Tag haben wollen. Natürlich sehe ich ein, wenn das Leute ein bisschen als zu teuer sehen,
Und ich kann es auch nachvollziehen, wenn es Leute ein bisschen zu teuer sind, aber es muss sich halt eben niemand kaufen. Wir sind ein Server, der eigentlich schon auf die Preise achtet. Ich will jetzt hier gar keinen anderen Server in Angriff nehmen. Andere Server nehmen für ein Recht auf deren Server 25 Euro oder andere Sachen. Oder wir verkaufen zum Beispiel Diamond Keys 3 Stück für 5 Euro. Das ist meiner Meinung nach ein sehr angemessener Preis. Ja, Und also kann man halt selber, also ist ja jedem Server selber überlassen. Das ist genau, so. genau. Und da verantworte ich mich für letzten Tage ziemlich oft. Würde ich ja gerne mal hier sagen. Oder manche Server verkaufen Unbans oder so. Das kann man jetzt nicht miteinander genau vergleichen, aber ich würde schon sagen, dass wir ein Server sind, der eigentlich schon auf ihre Preise achtet. Einen Ultra-Rang muss man sich halt zum Beispiel auch nicht kaufen. Der kostet halt insgesamt 85 Euro, was schon ein stolzer Preis für einen Minecraft-Rang ist, natürlich. Aber jeder hat selbst zu entscheiden, wer das kauft. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, es sind halt viele Kinder, die hier bei uns was kaufen. Aber im Endeffekt geben wir den Eltern auch eine Plattform, sich das hier alles anzuschauen. Wir haben eine Main-Webseite, wo man sich über das Netzwerk informieren kann. Wir haben ein gültiges Impressum, wir haben eine gültige Geschäftsbedingungen bei uns. Und wenn ein Kind auf unserem Server spielt, was natürlich bei uns ein bisschen mehr der Fall ist, dann ist es auch im Großen und Ganzen die Entscheidung der Eltern, wofür ihr Kind Geld ausgibt. Und wir freuen uns natürlich über jeden Kauf, der unterstützt uns mega. Aber jedem ist halt, wie gesagt, selbst überlassen, was er bei uns kauft. Und ich kann auch nachvollziehen, wenn der Preis ein bisschen überteuert ist oder wenn man sich das nicht kaufen möchte. Ja, aber man hat auch ohne etwas zu kaufen bei uns, kann man normal spielen. Und ich denke, das ist das Wichtigste, dass es darum geht, Spaß auf unserem Server zu haben. Und ja, das ist halt, wie gesagt, nur ein rein kosmetisches Produkt, was keinen Vorteil erbringt. Deshalb auch der Preis. Also man kann sich das selbst ausrechnen, wenn man jetzt die Steuern dazu rechnet und noch die Prozente, die wir abgeben, dann bekommen wir halt eben davon nicht viel. Und das war auch nicht das Ziel dahinter, mit diesem Produkt viel Geld zu machen. Unsere Serverkosten belaufen sich mit dem Update in einem, ich will jetzt hier nicht zu viel Zahlen nennen, aber auf jeden Fall in einem knapp vierstelligen Bereich mit allem drum und dran, mit der DDoS Protection, die jetzt auch neu dazu gekommen ist. Und das sind einfach laufende Kosten, die wir auch decken müssen. Das soll jetzt aber nicht den Preis dafür rechtfertigen irgendwie, aber das sind halt, wie gesagt, Kosten, die wir auch monatlich decken müssen. Und ja, das ist einfach ja, der Grund dafür. Okay. Ja, kritisch finde ich halt ein bisschen, dass du da immer mit dem Schlechtesten rechnest. Also ich weiß nicht, ob du Stats hast dazu, aber wie viele Leute sich wirklich was über das iOS-App kaufen und wie viele Leute sich auf der Website was kaufen. Denn ja, mich als, ich weiß jetzt nicht, wie viel du abgibst, wenn ich das jetzt mit PSC kaufe. Ich denke nicht 30%. 30% ist natürlich viel, deswegen ist Fortnite ja auch da weg und genau und so weiter. Weshalb ich das ist auch bei der Frage, ne? Wenn Fortnite das ja nicht darf, dass sie über eine Webseite das machen, wieso dürft ihr das? Also wieso dürft ihr auf neuer Webseite das kaufbar machen, aber dürft nicht und gleichzeitig auf iOS auch noch, wo ihr weniger Abgaben zahlt, wenn ihr das über die Webseite macht. Ich glaube, bei Fortnite war es so, dass man das einfach im Spiel noch kauft, oder? Oder? Nee, es war so, glaube ich, dass man das, wenn man auf eine Webseite gegangen ist und über die Webseite gemacht hat man das irgendwie für 30% billiger bekommen. Und wenn man das halt normal gekauft hat, war das halt normal. Aber ja, okay. Das wundert mich halt ein bisschen, wieso ihr das dürft und jetzt zum Beispiel Fortnite nicht in einem Spiel. Ja, auf jeden Fall eben, finde es ein bisschen kritisch, dass du dich da mit dem Höchstpreis bzw. mit den maximalen Abgaben vergleichst. Und ja, keine Ahnung, ich finde halt dieses Feature bzw. dieses kosmetische Dings ist keine 15 Euro wert, weil schlussendlich zahlen wir als Endbenutzer 15 Euro und es gibt Server, die das komplett gratis anbieten. Klar, eben, man kann jedes Feature, man kann auch verkaufen, dass man keinen laufen kann, dass man sich drehen kann, whatever. Aber ja, schlussendlich liegt es im Ermessen des Servers, was man jetzt verkauft und was nicht.
Aber, ja, eben, Ja. ich finde es zu teuer als Endbenutzer, der das gerne gekauft hätte, weil ich finde, das ist eigentlich ein cooles Ding. Wobei man das, glaube ich, auch nur in der Lobby sieht und nicht irgendwie jetzt, wenn man es. Nee, in allen Modis. In allen Modus? Überall sieht man das. Hä, aber zum Ja, Beispiel überall. sieht man nicht zum Beispiel in Bed Wars, welches Device man hat. Nee, daneben steht der Custom Tag. Ah, echt? Okay, ja, das ist natürlich cool, aber trotzdem eben, ja, 15 Euro. Ja. Ist Ich meine will persönliche Meinung. auch nochmal kurz, weil es gerade noch die Diskussion im Chat gab, ich will den Preis nicht damit rechtfertigen, dass wir 30% abgeben müssen. Natürlich müssen wir nicht bei jedem Kauf 30% abgeben, das ist ja auch richtig und ich möchte damit das auch nicht deklarieren, dass wir bei jedem Kauf, auch wenn er jetzt Shop wird, 30% abgeben müssen. Das ist auch gar keine Rechtfertigung für den Preis. Ich habe ja selber vorhin erwähnt, dass ich es verstehen würde, wenn Leute sagen, das Produkt ist denen zu teuer. Kann ich verstehen, kann ich nachvollziehen. Aber trotzdem, wir auch da einfach denken müssen, dass es nur ein rein kosmetisches Produkt ist. Und wenn jetzt Leute sagen, ja, ich finde es meiner Meinung nach zu teuer, kann ich das verstehen. Und wenn man das nicht kauft, ist okay. Wir wollten aber eben noch ein Produkt anbieten, was sich die Benutzer kaufen können. Und jetzt momentan gibt es halt dazu noch diese Aktion, dass man diese Rakete quasi bekommt. Ist eine Aktion, die jetzt nicht nur für den Custom Text sind, sondern allgemein, wenn man sich irgendein Produkt halt kauft. Aber das ist eine andere Sache. Und ja, das sollte das nicht rechtfertigen, nur weil jetzt wir jetzt das abgeben müssen, rechtfertigt das halt nicht, dass wir das so teuer gemacht haben. Das ist halt von jedem die eigene Entscheidung. Ja, genau. Und ich denke, in anderen Spielen geben Leute auch also sehr viel Geld dafür aus, nur kosmetische Sachen, wie es zum Beispiel bei Fortnite Skins zu bekommen. Ja, und das steht in den meisten Fällen auch in der Kritik. Aber ja, wie gesagt, ich kann es verstehen, wenn das Leute zu teuer finden. Ja. Okay. Ja, wie gesagt, es liegt im Ermessen des Servers, ist immer so natürlich. Und ja, also eben ist gut, dass du auch diesen Preis rechtfertigen kannst. Ja, aber es ist auf jeden Fall wichtig, dass man darüber redet, weil eben es gibt viele Ansichten und ja, schlussendlich, wenn man sich's kaufen will, dann kauft man sich's halt und wenn nicht, dann, oder wenn man es zu teuer findet, dann kauft man sich's halt nicht. Ja, okay. Ja, nochmal kurz zur iOS-App, um das nochmal kurz richtig zu stellen. Wir dürfen in der iOS-App was verkaufen, was wir auch im Shop verkaufen. Wir dürfen aber in der iOS-App jetzt nicht erwähnen, ja, kauft euch das in unseren Shop, dann habt ihr das günstiger. Teilweise sind unsere Produkte in der iOS-App sogar günstiger als im Shop oder in der Android-App, da wir uns an die Preise von iOS richten müssen und wir nicht unsere eigenen Preise nehmen können. Kann jetzt spontan kein Beispiel nennen, aber ein Produkt, was wir zum Beispiel für 15 Euro anbieten können, müssen wir manchmal für 10 Euro anbieten, weil es eben keine 15 Euro gibt, sondern dann halt das nächste wäre nur 19 Euro oder so. Und wir wollen es halt nicht teuer machen, deshalb machen wir es lieber ein paar Euro günstiger. Ist für den Endbenutzer halt dann eine faire Entscheidung. Wir machen damit dann halt ein paar Euro weniger, aber das ist halt das Kompromiss, worauf wir uns einlassen, wenn wir die iOS-App. Ist dann halt so. Wenn ihr auf iOS die meisten Abgaben zahlt, dann könnt ihr euch auch rechtfertigen, dass es so. Ja, okay, ist eure Entscheidung, aber das wäre ja dann eine Rechtfertigung, wieso ihr es teuer machen könntet. Aber ja, okay. Ja. Also wir müssen uns an die Preise von iOS halten, nicht von uns aus, so meine ich das. Ja, aber eben, wenn es etwas 15 Euro kostet und ihr habt eine Entscheidung, ob das jetzt 19 Euro kostet oder 10 Euro, dann wird ja jetzt das meiste Sinn machen, besonders weil ihr halt am meisten Abgaben zahlt, dass ihr das auf 19 macht und dann schreibt, ja, das kostet 19, weil wir halt hier auf iOS die meisten Abgaben zahlt. Ja, okay. Also irgendwie mehr so. Ja, aber wie gesagt, finde ich gut. Ich meine, billiger ist immer besser. Ja, voll. Ja, aber schlussendlich bleibt es halt am Endbenutzer. Also weißt du, ich meine, für euch ist natürlich, wie viele bekommt, ist das natürlich wichtig, aber schlussendlich liegt es halt am Endbenutzer, ob er jetzt 19 Euro zahlen muss, 15 oder 10. Ja, gut. Hat das Video noch ein paar weitere Sachen, oder? Ich glaube, das ist doch eigentlich der letzte Punkt, ne? Wahrscheinlich entschuldige ich mich noch einfach nochmal. Ob er jetzt das kaufen möchte oder nicht. Das ist natürlich so. Aber 12 Euro sind halt einfach, finde ich, zu viel. Ich hoffe, ihr konntet mit diesem Video was anfangen. Ich würde mich freuen, wenn ich ein paar Meinungen und Kommentare
zu dem Video und allgemein vielleicht auch zu Rush Nation in den Kommentaren sehe. Bleibt bitte sachlich, äußert konstruktive Kritik, zweifelt nicht die Meinung anderer an und es werden von meiner Seite aus, solange halt wirklich noch nicht viele Sachen behoben sind, sage ich jetzt mal, oder verbessert worden sind, nicht wirklich, sage ich jetzt mal, Streams auf jeden Fall auf Rush Nation kommen, Videos maybe halt Bed Wars, ist sicher was Cooles. Das hat nichts mit mögen oder nicht mögen zu tun von dem Server, ich bin gut mit Astro, ich bin gut mit Bex, soweit ich weiß. Und das beruht, glaube ich, auch auf Gegenseitigkeit. Also wir haben kein Problem privat miteinander. Das war einfach wirklich jetzt dieser Stream, der da das fast zum Überlaufen gebracht hat. Deshalb auch nochmal Entschuldigung, Astro und Entschuldigung Bex. Ja, hat einfach damit zu tun, dass ich momentan die Umsetzung des Servers nicht so gut finde. Oder beziehungsweise halt eben dieses Update. Ich hoffe, ihr könnt sie akzeptieren, falls ich irgendwas Falsches gesagt habe oder ich irgendwo falsch ausgedrückt habe, werdet ihr auf jeden Fall noch eine Verbesserung entweder in der Videobeschreibung oder in den angepinnten Kommentaren sehen. Ich hoffe, mein Video hat einige Fragen geklärt und sollten doch noch einige Fragen da sein, könnt ihr mich gerne auf Discord anschreiben. Der Link dazu ist unten in der Videobeschreibung oder in die Kommentare fragen. Ich bedanke mich fürs Zusehen, bleibt sachlich und bis zum nächsten Video. Bye. Yes. Ja, perfekt. Okay, nice. Ja, das hat auf jeden Fall richtig viele Fragen, denke ich, jetzt auch geklärt. Und wie ich schon gesagt habe, ein bisschen Licht ins Dunkle gebracht. Gibt es sonst noch irgendwas, was du gerne erwähnen möchtest oder was wichtig ist? Ich denke, abschließend zu sagen, ist eigentlich noch wichtig, dass es auf jeden Fall, dass sich jeder quasi zu den eigenen Themen eine eigene Meinung bilden sollte. Also nicht immer auf eine Person zu hören, sondern erstmal sehen sollte, wie würde ich das sehen oder wie würde ich handeln so. Zu einem YouTuber-Rang, ich denke, das war auch das Hauptthema des Videos eigentlich. Der YouTuber-Rang, also die Entziehung des YouTuber-Ranges, kann ich schon nachvollziehen. Dass da auf jeden Fall teilweise emotional gehandelt wird. Aber ich finde es auch gut, dass du dich dafür entschuldigt hast und nochmal erklärt hast, das und das waren die Gründe und deshalb habe ich keinen YouTuber-Rang mehr. Das klärt erstmal viele Fragen und ich denke auch, der Stream hier hat sehr viele Fragen geklärt oder wird noch sehr viele Fragen, hat er sehr viele Fragen hier aufgedeckt. Genau, und ich habe noch, by the way, noch ein paar, wenn wir die auch noch beantworten können. Soll klar, ich gerne, fragen oder willst du noch was sagen? Ja, also kannst du gern fragen. Okay. Die erste Frage, wann kommt CWBW? Kannst wahrscheinlich nicht so viel dazu sagen, aber das habe ich auch mitbekommen, dass da Clan Wars ansteht. Kannst du schon ein bisschen mehr dazu sagen? Ich weiß gar nicht ganz genau, was ich dazu sagen kann und wie der aktuelle Status ganz genau ist. Wie es einige wissen sollten, ist geplant auf jeden Fall. Wird auch dran gearbeitet, aber wann genau da was erscheint oder inwiefern wir da schon weit sind, kann ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht sagen, aber es wird noch ein bisschen dauern auf jeden Fall, das ist klar. Aber mehr kann ich jetzt noch nicht sagen, ne. Okay. Reach und Knockback wurde angesprochen, dass das teilweise ein bisschen komisch ist. Wie gesagt, ich habe diese Meinung auch. Ich kann leider nicht genau sagen, an was ich das festhalte oder an was ich das feststelle. Aber habt ihr da irgendwas daran verändert jetzt für das Update oder ist das jetzt genau das gleiche, das ihr auch schon vorher hattet? Inwiefern? Also einer meinte vorher, dass man zum Beispiel in der Situation, wo man eigentlich nur einen 2-Hit hinbekommen hätte sollen, irgendwie einen 3-Hit bekommen hat, also von der Reach her. Und dass das Knockback irgendwie im Allgemeinen eben irgendwie verändert wurde oder so. Wie gesagt, ich kann es auch nicht wirklich in Worte fassen, aber sowas in der Art. Also wurde was verändert oder kannst du sagen, das ist genau gleich wie vorher? ich meine, da wurde jetzt nicht extrem viel dran geändert. Kleinigkeiten wurden verändert. Aber jetzt nicht extrem viel. Das mit den Hits ist mir jetzt komplett neu, habe ich davor noch nie gehört. Okay. Ja, also wie gesagt, eben ist schwierig in Worte zu fassen und ist, ich denke, auch im Allgemeinen schwierig, eben, wenn man sich in Worte fassen kann, zu ändern. Okay. Dann, einer meinte, ich soll dich fragen, wie du die Preise im Shop rechtfertigst, aber das ist halt eine recht offene Frage und irgendwie ein bisschen schwierig. Ich meine, ein Server muss auch von was leben und letztendlich eben sagt ein Server selber, wie viel er für was haben möchte. Jetzt zum Beispiel eben der Server von Forks und Skyguy. Ich meine, eben wie gesagt, das liegt halt
jedem selber überlassen. Eben, wie gesagt, du kannst auch laufen, auf einem Server verkaufen, wenn du sowas möchtest. Dann das Ja, nächste. Ja, okay, möchtest du noch was sagen? kann ich vielleicht kurz was zu sagen zu den Preisen nochmal? Habe ich jetzt vorhin schon gesagt oder beziehungsweise eben schon gesagt. Aber an die es noch nicht bekommen. Also, wie gesagt, ich denke mal, das große Thema ist eher der Cast Attack, dass der für manche etwas überteuert ist, was ich halt, wie gesagt, verstehen kann. Habe ich ja vorhin schon gesagt. Aber es liegt bei jedem selber, was er kauft und wie viel er für was ausgibt. Ja, genau. Und ich kann halt verstehen, wenn Leute sagen, das Produkt ist mir zu teuer. Oder wenn Leute sagen, ja, den Rang hole ich mir nicht, weil der hat nicht die Features, die ich haben möchte. Kann ich alles nachvollziehen. Also, wir zwingen hier niemanden irgendwas zu kaufen. So, man macht das, um sich halt einen Vorteil, um halt damit einen Vorteil zu haben oder halt eine Möglichkeit zu haben, den Server zu unterstützen. Wir freuen uns halt wieder über jeden Kauf. Wir sind jedem sehr, sehr viel dankbar, der uns quasi unterstützt. Und auch nur so können wir halt auch den Server finanzieren und uns halt somit auch irgendwie Ressourcen leisten. Okay. Eben das Bronze-Bug haben wir eigentlich schon besprochen. Lol. Nice. Kurz mal Recht ausnutzen. Fühle ich. Nee, also wenn du den Stream siehst. Ich habe Village ausgemacht und Besuch ausgemacht, die sind immer noch nicht. Egal. Dann Private Server ab Astro hat jemand gefragt, aber denke eben, da wird sowas ganz geil sein mit diesen Token, sag ich mal, oder halt zweimal, dreimal am Tag. Das heißt, Troll haben wir auch schon gehabt. Welchen Hoster use hier? Das hat da jemand gefragt. Also Hatte ich vorhin schon beantwortet. Wir benutzen. Wir sind von den Servern her sind wir bei Hetzner. Haben da, ich meine, 11 dedicated Servers, falls jemand das sagt. Und von der DDoS Protection her kann man sich das selber mal nachschauen. Aber wir sind auf jeden Fall bei einer externen DDoS Protection, ja. Okay. Ob man einrichten könnte, dass man ab Prämie wieder in der Lobby fliegen kann. Nee, für die Premium-Spieler ist das Double Jump Feature jetzt neu. Okay. Kann man ab Astro fliegen? Nee. Also das Einzige, wo man fliegen kann, sind halt die Raketen. Autos halt. Oder halt die Raketen, die Helikopter oder so. Okay, macht Sinn. Genau, Multi hat gefragt, wann sein Gehalt kommt. Müssen wir nochmal drüber nachdenken. Okay, dann noch eine wichtige Frage. Yato meint, er hat bei Nico vor 2 Wochen ein Giveaway von 50.000 Coins gewonnen, aber die nicht bekommen bisher und ob die überhaupt ausgezahlt werden. Bei wem hat er die gewonnen? Bei Nico. Kann ich einmal kurz nachgucken. Weil das müsste. Ich sehe es gerade. Ja, die habe ich wohl überlesen, weil das wurde mir auch am Release gesendet. Da hatte ich relativ viele DMs bekommen. Mache ich nach dem Stream direkt. Mr. Blocksberg sagt, er hat für 30 € eingekauft und keine Rakete bekommen. Was soll er da machen? Dann soll er sich einfach im Ticket melden. Oder falls er keinen Discord hat, also im Discord einfach ein Kaufticket erstellen. Ansonsten einfach im Forum oder an die Support-E-Mail. Okay. Ja, das hat sich, glaube ich, auch schon geklärt, dass man Pets und so weiter kaufen kann und nicht aus den Chest-Openings gewinnen kann. Aber wie gesagt, hat sich, glaube ich, geklärt. Maybe, dass noch an den Chest-Preisen getweakt wird. Dann bei Bedwars Runde / Force Map geht nicht und man kann immer nur 4 Server auswählen. Kannst du fragen, ob das geändert wird? Man kann nur 4 Server auswählen, oder? Also, und man kann immer nur 4 Server auswählen. Was das heißt, weiß ich nicht genau, aber vor allem das mit dem Force Map. Force Map geht nicht. Müsste ich mal nachgucken. Okay. Kann ich jetzt konkret nichts sagen. Okay. Tag in der Lobby billiger. Ja, haben wir beantwortet. Fragen Sie mal, ob Sie Kosmetik über Command machen können, wie BattleMC früher. BattleMC hatte ja, glaube ich, ein Plugin von Cosmetic.p, den es ja, glaube ich, auch nicht mehr gibt. Ja, das Plugin, das hat Ryze, glaube ich, momentan auch. Aber das ist halt mega buggy. Also keine Ahnung, ob ihr das jetzt einfügen wollt. Nee, werden wir nicht machen. Nee. Okay. Rush Nation App fürs iPad anpassen. Ja, kann ich mir mal aufschreiben. Jemand die fragt, ist halt, also die Apps sind allgemein immer nur fürs Handy. Ich glaube, die Android-App ist auch nochmal perfekt so fürs Tablet angepasst, finde ich. Ich bin mir ganz sicher, ich glaube schon, weil ich habe leider kein Tablet. Ansonsten beim iPad könnten wir uns das nochmal anschauen, das ist ja kein Problem. Aber ansonsten halt die Handys konkret so für
für die Handys angepasst. Okay. Ja. Dann nochmal zu dem Force Map zurück. Bei dem Force Map kann man immer nur 4 Maps auswählen, obwohl es eigentlich mehr gibt. Okay. Ja, okay. Schaue ich mir nachher mal Ähm, an. warum gibt es keine 8x1 mehr? Wird da gefragt. Bei Bad Wars oder wie? Keine Ahnung. Also Robo fragt einfach, wieso es keine 8x1 mehr gibt. Normalerweise müsste es das noch geben, 8x1. Okay. Ja, das gibt es auf jeden Fall noch. Kurz, also eher eine Frage von mir. Bei dem /Payout wie wird das berechnet? Ist das einfach ein Random-Betrag in Skyblock oder ist das in Bezug auf wie viel Geld du auf dem Konto hast? Dass du wie Zinsen so bekommst oder so? Das Payout ist darauf bezogen, du bist ja am Cobblestone-Generator und wenn du ein Erz abbaust, bekommst du dafür quasi Geld. Und das bekommst du, glaube ich, alle 10 oder 15 Minuten einmal ausgezahlt. Und bei Payout kann man sehen, wie viel der nächste Payout ist. Also es ist einfach beim Cobblestone-Generator der Payout. Das ist nice. Kein zufälliges Geld. Eben /Cape für das Cape wäre halt mega, wenn das gehen würde, dass man über das /Cape das Cape bekommen kann. Wie gesagt, da müsst ihr halt wegen dem Pack gucken, ob man das vielleicht ein bisschen noch anders machen könnte mit den Entities von den kleinen Sachen. Eben Rotin, SW und BW haben wir besprochen. Genau, warum seid ihr aus den Wartungsarbeiten raus, wenn ihr noch Bugs hattet? Nach den letzten Wartungsarbeiten oder nach welchen? Also wir haben ja eine Woche lang Wartungsarbeiten nach dem Release gemacht. Ich denke mal, darauf eher bezogen. Ja. Wir haben die größten Fehler, die beim Release aufgetreten sind, behoben. Da waren systemtechnische Fehler, die dringend behoben werden mussten. Habe ich ja am Anfang des Streams nochmal gesagt. Ich weiß nicht, ob der Stream online bleibt. Kann sich derjenige oder so ja nochmal anschauen. Bleibt online. Ja, okay. Aber da habe ich erwähnt, dass wir halt die größten Fehler, die wir beheben mussten, haben wir in jeder Woche behoben und haben dann nochmal ein paar Features mit eingebunden bzw. umgesetzt. Und es ist klar, dass immer Bugs auftreten, es wird immer Fehler geben. Wir sind aber bereit, diese zu beheben und geben uns auch große Mühe drum. Und die größten Fehler haben wir damit auch behoben. Natürlich wird es im Endeffekt Fehler geben, ne? Das ist ja klar, dass es irgendwo nicht alles fehlerfrei laufen kann. Die Fehler müssen aber erstmal uns gemeldet werden und wenn die uns gemeldet werden, werden wir die nach und nach bearbeiten. Okay. Natürlich hat es dann halt einen Fehler, der mehr Priorität hat, wird durch schneller bearbeitet, das ist ja klar. Und der anderen halt nach und nach. Aber wir sind auf jeden Fall bereit, die Fehler zu beheben und sind auf jeden Fall aktiv dabei. Okay. Und dann das letzte noch, ist glaube ich eher so ein Bug-Report, dass der Villager brennt, wenn man den in Bed Wars spawnt. Also, ja, ist auch schon bekannt. Der Zombie-Villager, genau. Ja, okay. Genau. Ja, ich denke, das war, also von meinen Fragen war es jetzt. Es hat auf jeden Fall mega viel gebracht. Und auch viele Fragen von meiner Seite aus geklärt. Auf jeden Fall, also vielen, vielen Dank, dass du mir da die Möglichkeit gibst. Das ist einerseits für mich persönlich natürlich sehr hilfreich, aber ich denke auch für viele andere Personen, die da die gleichen Fragen oder ähnliche Fragen hatten, wie ich, die zu beantworten. Möchtest du noch irgendwas abschließend sagen oder so? Oder? Ja, gerne. Also, wie gesagt, freut mich auf jeden Fall auch, dass wir jetzt hier die Möglichkeit hatten, das einmal im Stream zu klären. Wir sind jetzt auch schon etwas länger hier. Ja, genau. Ich habe ja eigentlich genau das gesagt, was ich jetzt da zum Video sagen wollte. Ich denke, ich spreche da auch eher vom ganzen Team her mit den Sachen, die ich genannt habe. Und genau. Vielleicht kurz, ich habe zwischendurch mal gelesen, dass Leute geschrieben haben, dass sie Rush Nation irgendwie nicht so cool finden oder so. Haben wir, glaube ich, das meiste ausgeblendet, soweit ich das weiß. Ja, genau. Das hat man aber am Anfang irgendwie so ein, zwei Mal gelesen. Ich finde es überhaupt nicht schlimm, wenn Leute das aber nicht cool finden und wenn sie so sagen, so Rush Nation gefällt mir nicht so. Aber uns würde es noch mehr freuen, wenn Leute sagen, ich finde es aber nicht cool, weil, wenn wir halt eine Begründung haben, dann können wir das auch verstehen, wenn Leute sagen, ja, ich finde Rush Nation scheiße, können wir damit nie was anfangen. Wie soll das aber besser werden, wenn uns das nur gesagt wird? Wenn uns jemand sagt, warum das aber scheiße ist, dann können wir das voll verstehen. Also konstruktive Kritik ist immer wichtig. Und ich denke auch, nachdem ich so ein paar Kommentare gelesen habe unter deinem Video, ist es in vielen Punkten wichtig, nicht nur bei Servern, sondern auch zum Beispiel bei YouTube. Und wir geben uns wirklich sehr, sehr viel Mühe, vor allem Backs und die ganzen Moderatoren und die Entwickler und so. Das ganze Team gibt sich mega viel Mühe. Ich kann jetzt hier so viele Dinge aufzählen, die wir gemacht haben, die wirklich, also im Hintergrund, wir aber haben ja jetzt echt lange am Update gearbeitet und du meinst ja selber, dass wir quasi ein bisschen zu früh released haben. Kann man so sehen, wie er möchte, wenn du das so siehst, ist okay.
Vielleicht haben wir da uns ein bisschen zu früh eingeteilt bei dem Release, hätten da vielleicht noch ein bisschen mehr Fehler ja, entdecken müssen, gebe ich dir recht, aber wir sind gerade dabei, uns darum zu kümmern. Und der Release war uns einfach wichtig, weil die Spieler uns wirklich quasi vollgespammt haben, wann endlich das Update kommt, und jeden Tag gab es diese Frage, und jetzt ist das Update da, und ich denke, an den Spielerzahlen kann man auch erkennen, dass das Update im Großen und Ganzen doch gemocht wird und wir doch eine gute Playerbase da aufbauen können und auch Spieler halten können. Ja, also wie gesagt, ich kann mich nicht noch mehr bedanken, nochmal hier im Stream auch an das ganze Team, die sich hier täglich Stunden die Mühe geben. Wir haben jetzt auch quasi eine neue Währungsphase, wo wir quasi auch noch weitere Leute im Team suchen. Hab ich gesehen. Genau, da kann sich ja auch einmal mal jemand sagen, wenn jemand sagt, ja, das Team gefällt mir nicht so, ja, dann was hält man davon, wenn man sich einfach mal bewirbt als Supporter oder in dem Bereich, wo man halt hin möchte, und selber sich mal ein Bild vom Team hat und selber ja, gucken kann, ja, wie ist der Server hier, gefällt mir vielleicht doch, weil ich denke, man kann immer über irgendwas reden, und ja, denke ich, war auch hier im Stream wichtig. Genau, das war es eigentlich von mir aus. Perfekt. Ja, dann würde ich sagen, ich bedanke mich für das doch sehr, sehr angenehme Gespräch, und ja, vielen Dank für die Aufklärung in vielen Punkten. Und dass du dir natürlich auch die Zeit genommen hast, ne? Du bist ein schwer beschäftigter junger Mann. Easy. Nice. Perfekt. Ja, dann wünsche ich dir einen schönen Abend, ne? Jo, dir auch, und Grüße gehen raus nochmal ans Nation Team. Jo, dann Easy. dir auch noch einen schönen Abend. Ciao. Und auf Wiedersehen. Bye. Ciao. Gut. Stream, Chat, soweit so gut, ne? Astro hat sich hier mega Zeit genommen für mich, und an dieser Stelle nochmal fettes Dankeschön. Ja, ist auf jeden Fall nicht selbstverständlich, dass ja, doch ein Server-Owner sich hier wirklich so viel Zeit nimmt. Wir sind jetzt, glaube ich, keine Ahnung, 2,5 Stunden oder so, 2 Stunden im Call zusammen. Ja, 2 Stunden ungefähr. Und das ist schon, ja, schon eine Ehre. Danke an jeden, der sich Zeit genommen hat. Der Stream, der bleibt online, den kann man weiterhin ansehen, falls ihr irgendwas verpasst habt oder so. Ja, wie gesagt, bildet euch eure eigene Meinung. Ich habe auf jeden Fall viel erfahren, und auch, ja, bin eigentlich sehr zufrieden, wie es jetzt gelaufen ist, weil ja, eben verschiedene Sachen, die ich gesagt habe, die ich mir gewünscht habe, die wurden umgesetzt oder werden auf jeden Fall umgesetzt. Ja, es hat Spaß gemacht. Ich bedanke mich, dass auch die meisten von euch sehr ruhig und sachlich geblieben sind. Ich beende jetzt den Stream eigentlich. Noch kurz die Frage, bekommst du ein Drangback? Nein, bekomme ich nicht. Ich kann das handeln. Ich verstehe wie gesagt, die Reaktion darauf, und werde mir dann wahrscheinlich einfach, sobald das mit den Private-Servern gefixt wurde, Ultra kaufen, damit ich dann mit euch einfach Private-Server spielen kann. Ja, beziehungsweise halt Join-Me's machen kann, aber ja, wie gesagt, wir werden sehen, wie sich das entwickeln wird. Ja, nochmal ganz zum Schluss nochmal ein großes Entschuldigung, dass ich da so Aussagen getroffen habe, die so von mir nicht okay waren. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr konntet auch was lernen. Und für alle, wie gesagt, die den Stream nochmal sehen wollen, der Stream wird weiterhin online sein, dass ihr das weiterhin sehen könnt. Ich freue mich auf jeden Fall auf trotzdem eine gute Zeit auf Rush Nation, und euch natürlich noch einen schönen Abend. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis morgen, 20